Hello. Melbourne. Hello and welcome. Schweizer Edition von hier Microsoft Flight Simulator 2020. Heute mal nicht in der Schweiz. Und wieder mit dem komischen Typ da. Wir fliegen mit Mal 320 von wo fliegen wir? Von San Fran nach LAX. Hello and welcome. Ja, genau. SFO, Oh LA. Gott, ich höre mich selber. Nein. Ingame Sound nicht. Das Du ist willst den wieder Ingame Sound hören? Das bringen wir auch noch Das, rasch an. das wäre nice. Wenn der Jonas den Ingame Sound auch noch hören. Aber er hat ja bestimmt von wo bis wo wir fliegen. Ja, wie mache ich das jetzt? Ah, da. So. Zuschauer können gerne spenden. Dürfen es auch auswählen von wo Sie bis wo hören sie dich fliegen. nicht. Ah, nice. Aber sie hören dich alle, lol. Genie, Mann. So, jetzt solltest du es auch hören. So, was ich aber noch machen wollte, ist, ich habe ja alles mal zurückgestellt, weil ich habe Spaß haben. Ich möchte gerne Audio wieder ein bisschen aufschrauben. Nur anscheinend kann ich das nicht mal mehr bearbeiten, weil General einfach ausgerannt ist. What the frick? Nice. Ich kann nichts einstellen. Nice, gut. Control, same. Nice. Das Spiel, es buggt immer mehr. Geht's jetzt? Nein. Ah, jetzt geht's. Nice. Sound. Warte mal, das ist gar nicht so weit unten. Was habe ich denn da gemacht? Nice, nice. Okay. Easy. Ja, gut. Easy. Dann würde ich mal sagen, da können wir eigentlich nichts zum Einstellen, weil ich habe keine Ahnung, wie man bei diesem Flugzeug Ding bedient. Der Autopilot. Kannst du da mal Aussenchecks machen? Weißt du, wie sieht das da so aus? Machen wir da mal Spoilers. Ey! Funktioniert. Nice. Schon mal etwas. Und dann da mal Was noch steht rasch. auf dem Flugzeug? Unbeatable Fuel Efficiency, ist das so? Ich glaube, das ist tatsächlich so mit den Neo, mit den neuen Vans, die recht groß sind. So, aber was Nice. weiß ich schon? Ich bin Achterbahnfotograf. Ich habe keine Ahnung von Flugzeugen. Ja. Easy, also Parking Brakes off und ich würde sagen, wir starten. Ich weiß nicht, wie wir fliegen müssen. Ob wir einen Straight Departure machen oder ob wir links müssen oder rechts müssen. Ich würde sagen, wir gehen links, weil wir möchten Richtung LAX und schauen einfach, was passiert. Wir spielen einfach die Küste, hätte ich jetzt gesagt, entlang. Genau, wir spielen übrigens mit Live-Traffic, also und auch anderen Spielern. Bin mal gespannt, was da jetzt passieren wird. Oh Mann, der A320 beschleunigt jetzt so unglaublich langsam, es ist so painful. Left Mario, off. Charne, Salü. Salü! Das Geile ist, ich sehe es durch den Chat nicht, weil die ganzen Maps und alles auf dem rechten Bildschirm davor kleben. Nice. Ja, weißt du, für den Chat hast du mich. Ja, Hast du mich nice. für den Chat. Ja, nicht Overspeed geht's noch. So, wir machen jetzt nochmal super enge Kotzkurve. So, Kotzkurve. Die sind eigentlich noch viel zu tief für so Kurven, aber das ist egal. So, alle anderen Zuschauer dürfen sich übrigens auch im Chat melden. Das ist nicht so, dass die jetzt einfach im Chat sind und nichts sagen dürfen. Das Oder ist so. einfach das Stream so lang. Haben wir überhaupt Zuschauer? Haben wir überhaupt schon Zuschauer? Laut YouTube 4. Oh, nice. Also, United 1580 cleared to land runway 28 right. aber wir sind schon ein bisschen steil in der Luft. Wind 186 at 7. Ja, nice, okay, ich würde sagen, wir sind erfolgreich aus dem Luftraum raus. Oder eben noch nicht, aber Nice. Scheiße, ist das lang her, Cleared wo to wir land geplant. runway 28 right, United 1580. Alter, ist der steil. Ja. Ich bringe ihn auch nicht mehr runter, du hörst es Tal, oder? Ja. Oh boy. Ah, jetzt, okay, wir haben ihn wieder. Auf 10 Grad. Nice. Aber wir gehen, weißt du, wir stehen 10 Grad in der Luft, aber wir gehen keinen Zentimeter rauf. Ja, Triebwerk vielleicht ein bisschen überfahren. Triebwerke sind voll da, aber wir sind eigentlich zu schnell. Nice. Das heisst, wir können wieder ein bisschen raufziehen. So optimale Steigraten finden, Mann. Oh Ja. boy. Also 10.000 auf einmal, schauen, was dann passiert. Mario, Charner, was für eine Version muss ich kaufen, dass man auch Flughäfen in der Schweiz kann anfliegen kann? Was hast du für eine Anfliegen kann man sie in allen Versionen.
Aber in gewissen Versionen... Overspeed mich auch. Aber in gewissen Versionen sind gewisse Flughäfen besser modelliert, aber es gibt keine in der Schweiz, die besser modelliert ist. Von dem her kannst du mit der günstigsten Version anfliegen. Also du kannst in der günstigsten Version schon alle x 100'000 Flughäfen auf dieser Welt anfliegen. Es gibt einfach noch ein paar extra Flughäfen, die super genau nachgebaut worden sind. Die sind halt ein bisschen teurer. Aber in der Schweiz ist keiner von denen. Also Zürich ist Welche Version hast du? Ich habe die günstigste, weil ich habe kein Geld. Zürich ist halt auch in der teuersten Version scheiße. Von dem her, ja, Ja. lohnt sich's. Das heisst, wenn Microsoft mal Zürich wird schön machen, würdest du ein Upgrade... Kommt drauf an. Wenn es 500 Franken kostet, nein. Wenn es 25 Franken kostet, schon. Aber bei X-Plane hat es auch irgendwie 250 Stutz gekostet. Weiss ich nicht, ob das machen wird. Und ich weiss, es kommen jetzt neue Flugzeuge, also bis Ende Jahr 1 und nächstes Jahr dann nochmal 2. Und ich weiss eben auch noch nicht, die kosten vermutlich auch so im Rahmenwert 150 oder mehr Euro. Und da weiss ich auch nicht, ob ich das machen will. Aber wenn die halt super realistisch sind, dann auch wirklich alle Knöpfe anscheinend funktionieren. Und vor allem soll eben auch der funktionieren, der Flight Computer. Weil jetzt funktioniert nur so mittelmäßig von dem, was ich gehört habe. Halbherzig. Yes, also jetzt sind wir auf 10'000, oder? Der Mario schreibt, Zürich ist immer scheiße. Nein, würde ich jetzt nicht sagen. Zürich ist halt schon ein geiler Flughafen eigentlich. Zürich ist ein guter Flughafen. Also Flippi, hey, welche Grafikkarte holst du? 3070, 3080 Nein, oder keine. Ich habe kein Geld. Also spenden. Ihr könnt gerne Geld spenden, damit ich wieder Geld habe, damit ich wieder etwas kaufen kann. Aber im Moment habe ich definitiv kein Geld für gar nichts. Ich lebe nur von irgendwelchen Sonderaktionen im Migros, Coop oder was weiß ich, damit ich da irgendwie nicht mehr als 10 Franken ausgebe pro Tag für Essen. Also ja, Nice. definitiv kein Geld für neue Grafikkarten. Definitiv kein Geld. Vielleicht hole ich mir eine 3080, mal schauen. Ja, 3080 wäre schon so da, was ich am liebsten hätte, aber Oder ja, vielleicht ohne auch Geld wird 3090. schwierig. Ohne Geld wird schwierig. Ja, Ja, ohne 3090 ist halt so, du brauchst halt ein Megasystem, damit das Ding nicht bottleneckt. Ja, das ist schon so, das ist schon so. Du müsstest eigentlich auch meinen 7700K upgraden. Und es ist schon Threadripper, ja genau. Dann könnte ich den eigentlich dir vermieten. Nice! Nein, danke. Dann hätte ich Threadripper und RTX. Ja, super. Ja, super. United Ja, ist aber 1580 schon nice. turn next So taxiway. drüber zu fliegen, so spontan. Ich bin halt noch nie da gewesen, ich kenne es halt voll nicht. Ja, ich bin in die Richtung auch nur mit dem Auto mit ein paar anderen gefahren, um halt da Silicon Valley abklappern. So Google, Apple, Mhm. weißt du noch nicht? Ein paar andere haben wir auch noch angeschaut. Facebook. Oh. Ist noch nice. Man kann glaub das Apple-Gebäude, was ja der riesige Ring da ist, glaub recht gut vom Flugzeug aus gesehen. Ja, das ist so. Ja. Aber ich habe das Gefühl, wir werden den nicht sehen. 10 turn next taxiway. Ja. So. Du könntest da mal ausklinken aus der Communication da von San Fran. Nein. Mal. Jetzt gehen wir mal da ins Center. Oakland Center. Ja, schön ist. So, Mario, merci für die Antwort. Wünsche noch einen guten Flug. Nein, du bleibst jetzt da. Du bleibst jetzt da und spendest mir all dein Geld. Ja. Ich muss einen 390 kaufen. Der Greenie braucht zwei Sachen. Oakland Center, Watchtime Airbus Alpha Sierra Geld. X-ray Und 320 Geld. is type Airbus A20 and 4 miles south of Palo Alto. Genau, das sind die zwei Sachen, die ich brauche. Airbus Alpha Sierra X-ray 320 Oakland Center. Squawk 0062. Yep. So, und jetzt können wir mal anfangen, da hier Essen verteilen und Getränke. Ich hätte gerade irgendwie so ein bisschen Durst. Kaffee wäre nice. Kaffee! Hallo. Hallo, Stewardess. Flight Attendant. Airbus 320, please acknowledge. Yes, I do. Squawk 0062 Airbus 320. Da, Nice. Ja, also die Zuschauer dürfen natürlich den Stream auch teilen, damit andere spenden und Watchtime Absolut. generieren. Decimal 9 oder wenn ihr gerade einen Job habt, dann könnt ihr mal den Job schicken, dann tue ich mich gerne darauf bewerben. Ich nehme aktuell alles, was Geld generiert. Deswegen streamt er. und Deswegen das auch noch streame ich Green. auch, damit wir ein bisschen Werbeeinnahmen generieren, damit ich vielleicht kann mir nächstes Montag noch, also morgen, etwas davon kaufen zum Essen, sonst wird es knapp. Airbus 320, please acknowledge. Ja,
Habe ich doch schon, goddammit. I acknowledge. Copy Airbus 320. Könntest du in die Außenperspektive wechseln? Nein, das ist unrealistisch. Ja, aber es ist wirklich für die Zuschauer ein bisschen... Ist doch mir gleich, die spenden ja eh nichts. Würdest du das für einen Stutz... Ah, hast du... Ja, für einen Stutz könnte ich mir schon fast ein Brötchen kaufen, ein kleines. Das stimmt. Das Weckli. Das Weckli. Weißt du, man kann halt nicht das Fünferli und das Weckli haben. Ja, das ist eben das Problem in dieser Gesellschaft. Das ist eben das Problem in dieser Gesellschaft. Airbus 320, contact Oakland Center on 127.45. Okay. 127.45 Airbus 320. Ich würde eigentlich nicht so schnell steigen. Wieso steigen wir jetzt so schnell? Ich habe keine Ahnung. Jo, ich auch nicht. Was passiert eigentlich, wenn ich es schaffe, eine saubere Landung anzubringen? Ich weiss nicht, ist der Wein auch am besten getroffen? Nein, der ist nicht da. Schade, da gibt es glaube ich nichts. Sind eigentlich die Fahrwerke noch draussen? Nein, die sind drin. Sehr gut. Hey, soll ich mal in der Luft einfach mal so die Spree Brakes reinhauen? Und down we go. You are 20,000 feet above your assigned altitude. Descend and maintain Ja, 10,000 zum Glück feet. bist du kein richtiger Pilot. Was bin ich zu hoch? Wie kann ich 20.000 zu hoch sein, wenn ich nur 15.000 bin? Okay, Sturzflug. Maintain 10,000 Ah, feet Eva 6. So. Ich wollte eigentlich schon so auf irgendwie 16,5 bleiben oder so. Nicht immer noch höher steigen. Dass wir so schön mal anfangen können, weißt du, Kaffee ausschenken. Overspeed. Ach, Overspeed, ja, du mich auch. Overspeed. Ja. Overspeed. Ja, ist gut. Overspeed. Ja, ich hab's gehört. Overspeed. Ja, ich hab's verstanden. Overspeed. Overspeed. Ei, ich kann das irgendwie ausschalten. Overspeed. Overspeed. Weißt du was, da? Overspeed. Bremsen kannst du haben. Overspeed. 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 Alter, ich bremse ja schon. Schau mal, wie ich bremse. Ah, jetzt ist gut. Nice. Es sieht halt schon nice aus. Ja. So Screenshot-mäßig. Nano, mach Sturzflug. Ja, für How about 15 Stutz no? mache ich das. How about no? Für 15 Stutz im Superchat mache ich einen Sturzflug. 15 Stutz. Mit einem A320. Skywest 3585, you are 3,100 feet above your assigned altitude. Descend and maintain 10,000 feet Das bin nicht ich, oder? Nein, Sky West ist irgendein anderer. Easy. Nice. Ja, okay, also unsere Flugzeit beträgt noch ungefähr... Descend and maintain 10,000 feet. Skywest 358. Jetzt muss ich wieder Schub geben, oder was? Unsere Flugzeit beträgt noch ungefähr 20 Minuten, dann sollten wir LAX erreichen. Mhm. Und dann müssen wir uns überlegen, was wir nachher machen. Ja, das können wir LAX Zürich, direkt. direkt, ja. Ja, ich glaube, Jetstream wird uns nicht so schnell Guck mal, ich habe jetzt nichts gemacht und das Ding rampt jetzt einfach wieder rauf. Es ist so gut. Und wir sinken wie ein Wahnsinnig. Ich muss wieder das Cockpit rein, ich weiß nicht, was gerade aktuell Eva los 6, ist. contact Oakland Center on 127.45. So. Ja, gibt's halt. Ja, so weiss ich wenigstens, was ich habe. Ah, schöner Co-Pilot. 127.45 Eva 6. Oh, mal, oh, wir machen das Rennen, da bin ich einer. Ja, los! Volle Schub. Was ist das für ein? Du, der kommt mir aber ein bisschen näher, not gonna lie. Overspeed. Das ist aber ungesund. Overspeed. 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 Ja, ist ja gut mit dem Overspeed. 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 Du, hörst auf mit dem Overspeed. Ich weiss, dass wir zu schnell sind. Overspeed. 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 Heine mal. Overspeed. Was meint Zuschauer? Hey, schreib mal etwas in den Chat, was soll der Greenie nachher machen? Nachher? Einen Job suchen. Hat Raff einen YouTube-Channel oder? Das Raff einen YouTube-Channel hat. Mhm.
Hopefully not. Das wäre irgendwie totaler Cringe. So. So vlogmäßig einfach, ja. So geil, ey. Ja, wobei, die machen ja aktuell nicht mehr vor. Die machen alles nur noch per Telefon. Ja, ja. Weil Hygienekonzept und so. SkyWest 3585, contact Oakland Center on 127.45. Ja. Geniessen wir die Aussicht da. He? Schöner Moment. Schöner Moment. Ja, schöner Moment. 127.45, SkyWest 3585. Weißt du, ich habe eigentlich mal vorgehabt, dass ich ja irgendwann mal in die USA zu fliegen, um eben das mal in echt zu sehen, aber nein. Da ist mal nichts aus geworden. Deswegen habe ich das letztes Jahr gemacht, Greenie. 2019. Ja, Februar. FU, weißt du? FU. Weißt du, ich habe nur die Hälfte, sowieso nur die Hälfte von allen Kosten müssen zahlen. Von dem. Gut, das Geile ist, darum bin ich halt auf Singapur, das könntest du jetzt auch nicht mehr machen. Auf Asien, jetzt no. Das gleiche mit Dubai, jetzt auf Dubai, no. Generell jetzt irgendwo angehen, no. Ja, generell vor die Haustür im Moment, ja. Bis man sich dann impfen kann. Yay! Und es soll Protest geben wird in Zürich vor, keine Ahnung, wo, vor dem Bahnhof gegen Impfen oder so, I don't know. Gibt's garantiert, wird es 100% geben. Ja. Wird 100% Covid-Idioten in der Schweiz geben. Oder auf die Straße gehen noch mehr. Ey, soll ich jetzt einfach mal Power ausmachen? Oh, es gewittert bei mir. Lol. Was, dann müssen wir zu dir fliegen? Die Da ist armen jetzt einfach... Die armen Jäger, die jetzt im Regen stehen. Cedric Gerard, hoi. Hoi Cedric, what up? Wir fliegen hier gerade zwischen San Fran und Los Angeles. Und wir sollten die ungefähr, ich schätze es jetzt mal ein, wir haben noch wie viel Knoten, wie viele Meilen haben wir noch? Ich weiß es nicht. 250 knapp, also ich schätze noch etwa 15 bis 20 Minuten. Olive. Ja, wobei, könnte schon noch ein bisschen mehr sein. Mgeli. Komm, ich steig mal noch ein bisschen höher auf, ich könnte mal ein bisschen schneller fliegen. Einmal der Oliver schreibt, ja schau an, da sieht nachher ein Pilot mit der Störklappe aus. Was? Und Cedric stürzt ab. Nice. Ich denke nicht. Komm, steigen wir mal auf, keine Ahnung, wie hoch fliegt so ein Airliner normalerweise? Keine Ahnung. 50'000, keine Ahnung. Wie hoch ist der Mount Everest? 8000? Nein, das kann nicht sein. Doch. Aha, aber du meinst Meter. Ja. Nicht. Wie viel Feet sind das? Ich glaube, ist das nicht so gewesen, dass es ein Meter etwa 3 Feet sind? Keine Ahnung. Meter in Feet. Du kannst einfach suchen, was ist Cruising Altitude? Ist das 10'000 oder ist das... Etwa 3,2 ist ein Meter. Was? Was ist Cruising Altitude? Ist das 10'000 oder ist das höher? A320. Neo. 11.900 Meter. Ah doch! Ja, nein, Meter, was ist das in Feet? Ja, kannst du mal 3,2 rechnen. Also etwa 30'000. Knapp 40.000. Ja gut, dann steigen wir mal ein bisschen auf, weil man Spaß. Wey! Volle Leistung von der Triebwerk. Steigen. Das sind 39.000 Feet. Okay. Ja gut, dann können wir mit 17'000 noch ein bisschen steigen. Yes. Nice. Airspeed below. Oh Mann, nein, man kriegt schon vom Himmel, weil wir zu langsam sind. Nice. Nicht die optimale Steigrate gefunden. Definitiv nicht. Oh boy. Oh, wir sinken wieder. Nein, nicht gut, ich will steigen. Goddammit. Oh boy. Das ist, wieso ich die FAA nicht zulasse in den USA. So, brauchen wir jetzt Speed, jetzt können wir doch aufziehen, oder? Das müsste doch jetzt. Das darf doch jetzt gehen. Komm, schieb das Kerosin hinter ins Heck, ich will das Ding trimmen nach oben, komm. Los, komm, mach.
Ja. Also, Zuschauer, wo wollen wir als nächstes anfliegen, wenn wir hoffentlich erfolgreich in LAX landen? Du hast Hoffnungen. Glaubst du, wir schaffen das in LAX einfach so landen? Ich weiß es. Das nicht ehrlich gesagt. Ich hoffe es. Klar, ich hoffe es. Ja, ich hoffe es auch, aber ich kenne meine Skills. So, komm, noch ein bisschen rauf, komm. Noch ein Stück. Und das ist definitiv nicht die optimalste Karte, die wir hier haben. Mhm. Oh boy. Kann ich mit dem A320 gehen? Kann ich mit dem einen Barrel Roll machen, ohne dass man gerade das ganze Chassis verhaut? Wie sagt man das? Der ganze Rumpf. Ich hätte jetzt gesagt, das probierst du erst nach LAX aus. Oh. Oder ein Looping. Du hast gesagt fast 40'000, ja? Cruising Altitude. Okay. Ja, der Oliver hat gemeint 35'000, also irgendetwas dazwischen. Ja, also sicherlich mehr als 10, die wir hatten. Ist Ja. gut. Wahrscheinlich bist du deswegen Overspeed gewesen. Ja, vermutlich schon, weil die Tunnel dürfen nicht so schnell fliegen. Oben rein kann ich dir ein bisschen Schmackes geben. Ja. Ich warte noch darauf, bis irgendwelche Flugzeuge sich irgendeine Raptor-Engine auf oben drauf hauen, zum oben drauf so. Weißt du, das wär's doch mal. Es kommt drauf an, weil es kommt drauf an. Ja, die Raptor Engine, das ist ja die von der Stage 1. Yes, das ist die auf Sea-Level gut läuft. Genau, ja. Und ich weiß nicht, ob die. Dort oben immer läuft noch- Sea-Level noch. Ja. Ja, es geht. Also, Vacuum-Level ist ja viel höher. Das ist ja Ja, keine ja, Ahnung, vor wie allem, viel. und vor allem ist da der wie heisst der, die Nozzle da viel zu gross. Ja, das auch. Stell dir das Ding einfach vor, so durch. So wie du mal die MD-11, einfach anstatt hier noch das Triebwerk einfach so Raptor Engine. Weißt du, wie geil wäre das? Ja, weißt du, andererseits, es gibt doch da die Drag Races da, wo Leute einfach so die Flugzeugturbine auf das Ja, voll. Fahrzeug Ja, voll. Ding drauf Ja, voll. schrauben. So Jet-Turbine, ja, voll. Das wäre natürlich auch lustig mit der Afterburner. Weißt du, einfach jetzt so der. Wobei, es gibt doch so militärische Flugzeuge, oder? Ah nein, stimmt nicht. Die werden ja mit einem Flugzeug aufgezogen, nach oben wird es quasi ausgeklinkt und nachher starten sie ihre Triebwerke und nachher ziehen sie es rauf. Das gibt es ja auch noch. Ja. Ja. Kann man machen. Ja. Muss man aber nicht. So, ja, okay, das sieht jetzt irgendwie, so, wenn ich aus dem Fenster schaue, schon mehr danach aus, wie das aussieht, wenn ich so fliege. Wie hoch sind wir? Ja, 26, ja. Ja, also langsam darf sie da echt mal jemand kommen, mir das Kaffee anbieten. Alter, es laggt auch fast überhaupt nicht, das Spiel. Niemand. Bei dir sowieso nicht. Das Spiel laggt auch fast nicht. Ist unglaublich. Ah, ich brauche einen neuen PC. Aber das brauche ich zuerst mal Geld. Ja, los, verdien mal Geld. Ja. Das ist nicht so schwierig. Ich mache Ich ja... habe sogar eingeschafft. Was ist überhaupt... Moment, ist der Stream überhaupt Monetarisierung eingeschaltet? Moment. Das wäre ja jetzt ganz... Das wäre ja... Der Spendebutton ist Ja, visible. Monetarization is enabled. Ja. Leute müssen Werbung schauen, wenn sie auf den Stream klicken. Das gibt schon mal ein bisschen was. Ja, nein. Also wenn Spenden wär's ja schon. Wäre schon besser, ja. So, sehr schön. What the heck ist das? Sind das Tümpel? So, wenn California. ich so auf meine Karte schaue, holy shit. Ich glaube, das mit den 33 Minuten, was die uns angegeben haben mit Flugzeit, das kommt nicht an. Der Oliver hat gemeint, ja, die scheiß Werbung hat er schon gesehen. Ja, am besten F5 drücken, dann sehe ich sie nochmal, das ist noch viel besser dann. Und der Cedric fliegt in Orbit. Wird schwierig mit dem A320, wird schwierig. Not gonna Das lie. Spiel heisst doch Flight Simulator, oder? Ja.
Gibt es auch Raketen? Ich glaube nicht. Also momentan nein, gibt es nicht. Aber ich könnte es mir vorstellen, dass das irgendwann reingemoddet wird. Wobei ich weiss natürlich... einfach, dass so ein Raketenstart kannst du anschauen. Ja, ich weiss Wie natürlich nicht, wie die Mechanics oben rum ist. Weißt du, so dort, wo halt Flugzeuge nicht mehr fliegen, ob dort überhaupt irgendetwas implementiert ist. Aber das wäre natürlich schon so Microsoft 2022 so, Flight Simulator 2020, also was der ein Scheißname ist, by the way, in 3 Jahren. Das kann jetzt auch Orbit Mechanics und man kann jetzt ISS Squad, okay. Ich könnte es mir vorstellen. Nice. Ich könnte es mir vorstellen. Han Emu vorher eine Werbung müssen anschauen. An bei dir sicher den Epoch ausgeschaltet. Nice, that's how we do it. That's how we do it. Adblock aus und... Jetzt müsst ihr das einfach noch etwa 10.000 Mal machen. Genau, dann habe ich etwa 1 Franken. Und mit dem kann man dann schon das Brötchen kaufen, Mann. Ja, und der Co-Host ist dann noch nicht gezahlt. Ja, aber den Co-Host zahle ich nur auf dem anderen Channel, dort geht es ein bisschen besser. Ja. Läuft es minimal besser. Minimal. Ich meine, wenn jetzt endlich das Geld reinkommt von dem Sponsored Video, das ich jetzt mal noch schneiden heute, irgendwann. Wobei, nein, das Geld kommt erst, wenn ich alle 3 Videos gemacht habe. Fuck. Ja. Ja, aber wenn das Geld kommt, dann kann man wieder für so einen Monat ein Brötchen kaufen. Aber die Miete ist immer noch nicht gezahlt. So. Du, also das wird dann... Ich wurde auf Kerbal... Was ich... Weißt du es immer noch nicht? Du hast das Kerbal Space Program 2. Ach komm, Das ist ja- Microsoft soll es einfach kaufen und kombinieren mit Flight Simulator Ja, und weißt, alles es ist wird, gut. soweit wie ich weiß, wird das neue Kerbal Space Programm ja eh nicht von der gleichen entwickelt. Das Ah, sind, glaub, nicht? andere. Also, so wie ich das verstanden habe. Sind das nicht die Monkey... irgendwas? Monkey... Ich weiß es nicht. Oh wow, that's gay. Big gay. Mhm. Du müsstest anfangen, Kerbal Space Program zu streamen. Junge, ich bin der Zweite gsi, ungefähr. Ich bin ungefähr der Zweite gsi, der im deutschsprachigen Room Kerbal Space Program Let's Played hat. Das war eine geile Zeit gsi. Ey, die Videos haben Klicks gemacht, das war geil gsi. Und dann habe ich irgendwann das Gefühl gehabt, nee, mit diesen ganzen Updates, jetzt wird es mir langsam zu viel, ich habe keinen Bock mehr. Und dann ist das mit dem Let's Play so, ja, der Bach abgegangen. Ja. Aber ich habe Kerbal Space Program gespielt, wo das eigentlich noch niemand gespielt hat, ich das schon Let's Played. Dort, wo das noch nicht Mainstream war. Dort, wo Solid Rocket Booster noch wirklich das Geilste war, das du das machen. Und jetzt kannst du ja alles machen. Du hast noch nicht mal ein Flugzeug bauen. Es hat noch gar keinen Flugzeughangar gegeben. Es hat nicht einmal überhaupt einen Hangar gegeben. Die Map, das Ding hat es gar noch nicht gegeben, was es jetzt gibt. So mit dieser Karte, wo du Gebäude klicken kannst. Es hat alles nicht gegeben. Ah. Es hat vor allem, glaube auch nur Earth gegeben und den Moon. Und ich glaube, die anderen Planeten sind gar noch nicht dabei gewesen. Mann, das ist lustig gewesen. Da hat das Spiel halt auch nur irgendwie 12 Franken gekostet oder so. Early Access. Das hätte man das nicht können leisten. Damals hast du noch Geld gehabt. Damals hat man Geld gehabt. Und irgendwie, Alter, 180 Knoten mit einem A320, das kann doch nicht sein. Das Ding fliegt doch normalerweise irgendwie 400. Ja, los, beschleunig mal. Ja, nein, da siehst du, ist rot, das geht nicht. Das ist, das ist Du bist over- ja zu tief. Ja, aber ich bin schon auf 32'000, Mann. Ja, aber noch in der 35'000. Dann ziehen wir halt noch ein bisschen auf... Bist du eigentlich mittlerweile über LAX geflogen? Nein, wir sind auf dem Weg. Sind wir mittlerweile irgendwie auf die Hälfte oder ja? Nein. Wenn du das anschaust, das ist mein ungefährer Flugplan. Da sind wir gestartet. Da wollen wir hin. Ich weiss nicht, wie die auf 33 Minuten gekommen sind. Ich habe gesagt, das ist etwa eine Stunde. Aber das Spiel hat mir 33 Minuten angegeben. Ja. Du hast 300 Knots. Was habe ich? Ah! Ich habe 300 Knot auf GS. Was der Heck ist GS? Ich habe aber keine Ahnung. Oh boy. Weißt du, vor allem, ich fliege ja auch irgendwie. Keine Ahnung. Fliegen wir überhaupt irgend so einem Airway entlang? Vermutlich auch nicht. So wahrscheinlich bist du sogar. Fliegst so gegen den grössten Jetstream, den es einfach noch gibt. Genau, an der Küste von den USA. Yes. Ja.
Genau, weil einmal so quasi um die Welt herum wäre schneller als so direkt weg. Ja, Radar zum Teil oben ist links. es halt so. Moment, was? Radar oben links. Zum Teil ist es halt auch so. Overspeed. Ja, Overspeed. Ja, komm, ich zieh noch ein bisschen rauf. Overspeed. 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 Ist ja gut. Overspeed. 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 Alle da oben. Overspeed. GS 320. Was? Und CSA 300. Sagt mir alles nicht, ich bin so ein Noob. So, jetzt sind wir aber auf deine 35.000. Jetzt können wir den. Jetzt können wir den. Jetzt bist du viel zu langsam, ja. Ruhe. Ruhe. Aber du kannst immer noch nicht sehr viel schneller fliegen. Nein. Irgendwie hat das noch nicht ganz so verstanden, wie das geht mit der Geschwindigkeit. Sind das, wird die Geschwindigkeit dann gleich irgendwie im Ich hab Miles keine per Ahnung. Hour angegeben? Ich habe keine Ahnung, was das da genau ist. Also, es ist doch Geschwindigkeit. Nicht. I have no idea. Ich muss irgendwie umstellen von Miles per Hour in, keine Ahnung, Feet. Nein, das ist. Aber das ist Knots, oder? Das könnte sein. Das sind Knots und das ist. Ich habe noch keine Ahnung, was die GS sind. 180 Knots sind 92,6 Meter pro Sekunde. Jetzt, Ah, das ist Airspeed. das sind 180 sind 333 km/h. Ah, okay, das kommt schon ein bisschen näher an das, was ich mich so gewöhnt bin von so einem. Wobei, ja, das ist nicht noch hure langsam. Ja, Die fliegen doch irgendwie 400. 480 oder so. Es ist beides in Knots. Okay, dann bin ich jetzt komplett verwirrt. Ah, wait, Airspeed, ja logisch, Airspeed ist ja relativ zur Luft. Ja, genau. Und das andere ist ja relativ zu Ground. Okay. Got it. So, eigentlich wollte ich jetzt meine Nase mal wieder so ein bisschen abdrücken. Wäre schon ganz schön. So, aber. Noch ein Stück. Jetzt müsstest du eigentlich am Oliver eigentlich Geld spenden. Ja, genau. Oder einfach nicht. Weil wo kein Geld ist, dann kannst du auch kein Geld spenden. Oh boy. Ja. Ja. Ich könnte einfach, anstatt jetzt am Sonntag zu streamen, könnte ich mich auch einfach auf neue Stellen bewerben. Könnte ich auch. Ach, du könntest ja auch einfach mal selbstständig machen. Ja, könnte ich auch, ja genau. Oder einfach nicht. Oder ich bewerbe mich einfach bei der Flugschule. Wow! Regularman? Just subscribed? Warte. Aber der hat subscribed to Greenbox, kann das sein? Ja, er subscribed to Greenbox, genau. Nicht Greenie, ja, okay. Easy. Alles gut. Alles im grünen Bereich. Also alles im grünen Bereich bis auf... ist mal separates... Hätte ich damit gerechnet, dass ich jemals den Greenie wieder führen kann zum Livestream oder Videos machen? Nein! Dann ist das Spiel gekommen, ich wollte es kaufen, aber kein Geld kann. Ich gesagt, gut, ich mache einfach Videos, damit das Geld reinkommt. Ja, etwa! Und rentiert hat sich ja noch lange. Mal, wir sind bei etwa 60% von der Kosten habe ich jetzt wieder drin vom Spiel. Nice. Yes. Drum. Noch ein paar Livestreams, noch ein paar Mal Werbung schauen und dann habe ich das Spiel finanziert und dann hat mir das mal etwas gekostet. Nice. Meinst du, ich könnte es jetzt noch zurückgehen nach 200 Stunden? Hast du bei Steam geholt? Ja. Vielleicht. So 200 Stunden, man, don't like it. Tschüss. Will mein Geld zurück. Ich meine, der Frostmaster Dinge da, der könnte ich glaube noch zurückgeben. So, cut my losses. Oh. Wo fliegen wir ran? Los Angeles, currently. Ist Ziel, irgendwann. Du kannst, Joel, gegenüber, du musst einfach spenden. Dann kannst du den nächsten Flug auswählen. Aber man muss schauen, es hat irgendetwas wie Hongkong, Singapur oder so, dann sind wir einfach 10 Stunden da. Nein, warte, Ja, Hongkong, Singapur und- ist vielleicht so und- 4, 5. Ja, natürlich, aber das sind nur Vorschläge, die sie uns spenden, gell?
Wir könnten so, okay. wir behalten uns das Recht vor, so abkürzte Varianten davon zu machen. Von Singapur International zu Singapur, der andere da oben, wie noch immer haben. Ja, das könnte man eigentlich nachher machen. Singapur International, Singapur, der andere Flughafen, wo ich nicht weiss, wie er heisst. Die sind Luftlinien so Dübendorf-mäßig, vielleicht 3 Kilometer voneinander. Das stimmt nicht, vielleicht 13. Ja. Oder wir gehen einfach auf London und hoppen einfach auf jeden Flughafen mal Oh, von London. Heathrow, Gatwick, was denn noch? Gatwick, wie heisst der oben? Keine Ahnung. Oben, London. Ja, einer von diesen 6, 5, mit dem 4. Privatjet, ja genau. Oder, oh nein! London mit dem Wasserjet, da können wir landen auf der Themse. Oder macht einfach das im Zürichsee? Ja, Zürichsee. Lockt wieder der Bünzel aus dir raus. Live-Traffic ist eingeschaltet, aber es sieht gerade irgendwie recht leer aus da. Not gonna lie. Wir haben aber vorher mal ein anderes Flugzeug gesehen, wo wir aus dem Fenster geschaut haben. Ja. Von dem her, irgendetwas an Traffic ist rum. Aber du noch. Ja. Hey, Copilot muss kurz das WC besuchen. Schliessest du die Was? Tür vom Cockpit ab. Ey, das kannst du nicht machen. Das musst du abschliessen. Du hast den Code. Stimmt. Gehört in 3 Minuten wieder. Okay, Copilot ist gone. Und jetzt haben wir einen Notfall. Beide Triebwerke ausgefallen. Bird Strike, ja, Bird Strike auf 30. Auf 36.000 oben. Beide Triebwerke komplett verstopft, sie dreht sich nicht mehr. Ich müsste jetzt sofort welche auch immer Procedure einleiten. Copilot, würdest du bitte mich durch Checklist durchbegleiten? Danke, merci. Okay, wir werden sterben. Sehr schön. Wenn du Namensschilder einschaltest, siehst du den Himmel nicht. Ah ja? Okay. Besser nicht. Wir sinken gerade irgendwie ein bisschen sehr schnell, kann das sein? Nein, nicht einmal so schnell. Aber es hat so ausgesehen. Ja, lieber Copilot, danke, dass du mich durch die Checkliste gelotst hast. Von euch ist jetzt auch geil, weil einfach so Cabin Pressure geht runter. Und wir müssen jetzt so einen Notdescent einleiten oder keinen, wo mich durch die Checkliste führt. Das ist natürlich sehr schön. Das ist natürlich sehr schön. Warte mal, würde ich es anbringen? Warte mal. Also, wo ist da Cabin Pressure? Wo ist das Nummer? Das ist doch irgendwo im Overhead Panel. Wo komme ich dort an? Junge, gib. Da. Nein, Overhead Panel. Warte. Cabin Pressure. Wo ist es? Ist es das? Nein. Nein, warte. Where the fuck ist Cabin Pressure, wo aktuell auf Auto gestellt ist? Seht ihr, wie gut ich das Ding fliegen kann? Ich weiss genau, wo ich muss was drücken. Copilot ist back. Hey, geil! Wir haben einen unerwarteten Kabinendruckabfall. Wir sollten jetzt da den Notdescent einleiten, aber für das müssen wir zuerst herausfinden, wo ich Cabin Pressure von Auto auf Manual stelle. Und bevor ich das nicht gemacht habe, kann ich nicht den Notdescent einleiten. Also, Copilot, würdest du mich bitte durch die Memory Items durchlotsen? Merci, danke. Fuck! Ja, klar. Wo ist der Cabin Pressure? Damn it! Hey, dort rechts, warte, gehst mal unten rechts, 3 Schalter links und dann 3 Schalter rauf. Was? Wo? Dann hast du Cabin Press. Was? Wo? Hast du irgendeine Maus oder so? Nein. Ja, doch. Wo? Warum sehe ich sie nicht? Frick, wieso siehst du die nicht? Das ist eine gute Frage. Bin ich jetzt so blind? Where the fuck ist Cabin Pressure? Cockpit? Du kennst doch die Drittellinie, oder? Es ist untere Drittellinie und rechte Drittellinie vom Bildschirm. Etwa. Links? Aha, ja, schon, aber weißt du, es müsste eigentlich so ein Schalter sein. Es müsste so ein 3-stufiger Schalter sein mit Auto, Off und irgendwas, Manual, glaube ich. Ja, drück mal da drauf, vielleicht macht das etwas. Nein, kann ich nicht. Das ist eigentlich nur das Ding, das ist das Licht, das angeht, wenn ich wirklich einen Cabin Pressure Lost hätte. Also Abfall. Aber wo zum Teufel? Also hast du gar keine? Nein, natürlich habe ich keine, das Spiel macht das ja nicht. Aber, warte, was ist das da vorne? Nein, da vorne ist Autopilot, da ist gar nicht Cabin Pressure. Der Frick! Warte, da unten müsste es eigentlich nicht sein. Wo ist das? Aber könntest du mir bitte Flaps reingeben? Auf 30.000 oben. Ja, klar, ist schon gemacht. Versagt, Hani, versagt. Wir sind alle
Also die Hinen sind schon lange ohnmächtig, weil der Sauerstoff hebt nur etwa 21-20 Minuten. Jetzt müsste doch irgendwie... Oh shit, was habe ich gemacht? Uiuiui, irgendetwas verstellt. Ihr werdet alle... Bewegst du gerade den Kopf? Overspeed. Oh shit, Overspeed, was ist los? Ja, ich Overspeed. bewege meinen Kopf. Ich Was? sehe nichts, warte, lass mal kurz... Overspeed. Overspeed. Ding noch... Ah, jetzt gesehen. Overspeed. Overspeed. Wieso habe ich jetzt schon den Overspeed, Mann? Overspeed. Komm, zuck da. Overspeed. Zuck Overspeed. mit dir. Overspeed. 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 Oh, so ein schöner Moment. Also können wir jetzt mal so ein bisschen Cruising reingehen, einfach mal so... Nicht steigen, nicht sinken, nicht Du bist jetzt beschleunigen. mittlerweile eigentlich über LAX drüber geflogen? Nein! Schau, wenn wir auf der Karte sind, haben wir jetzt etwa die Hälfte. Nice. Ja. Wir könnten mal ein Looping fliegen. Erst nach LAX. Erst nach LAX. Aber so ein Emergency Descent wäre schon mal lustig zum Simulieren. Was? Also bei 10.000 bei 100 Knots kann ich mit dem Abstieg anfangen. Ja, ja. Habe ich vor, aber wird noch dann schief gehen. Ich würde am Ende zu schnell sein. Ich bin immer zu schnell beim Landeanflug. So, ich komme jetzt zu euch rauf. Okay. Was das aber immer heisst. Hast du Live-Traffic und Multiplayer? Yes, habe ich. Oha. Ich werde abgeschossen, Rip. das ist schon gekommen. Ja, ja. Ich bin auch in LAX. Okay, easy. Also in LAX, nicht LAX. Stimmt. Wenn du LAX nimmst und LAAX, das ist natürlich was anderes. Ja, wir können auch nach LAX fliegen. Haben die einen Flughafen? Haben die einen Landeplatz? LAX ist nicht gerade sehr Eben. landefreundlich. Vielleicht Helikopter geht noch. Haben sie eine Seele oder so? Man könnte landen mit einem Wasserflugzeug? Nein. Also Seele sicher, aber der ist nicht so Grösse Zürichsee und auch nicht so Nein, nein. Grösse So Grösse. Davosersee. Ja. Ja, nein, ich glaube nicht. Ja, dem wird's knapp. So. Mann, hätte Display doch einfach noch ein geiles Hochkantbild von Zürich, wo irgendwie der Primetime noch Ja, drauf aber ist. da Aber innen nein. hat's wunderbare Displays von Greenie mit Hochkant. Also. Ja, ich habe schon drei. Aber ich will 4, wenn denn. Ja, Moment. Und eins von denen ist von dir. Wow, nice. Ich hätte da im Angebot. Ja, warte, ich muss warten, bis das im YouTube-Stream angezeigt wird. Also da im Angebot hätte ich jetzt gerade noch das im Hochkant. Sehr schön. Sehr schöne Kurve. Muss man schon zugeben. Sehr schön. Welche sie sehen es noch nicht? Ja, du siehst jetzt den gerade. Ja, warte, ist das, wo ich schon drin habe? Ich hoffe nicht. Nein. Das Ist sehr das, schön. ist das Enterprise, wo du da aufgezeigt Nein, hast? das ist Helix. Helix. Und dann alternativ dazu gibt es noch das, wo einfach eine andere Perspektive ist von dem. Einfach noch ein bisschen weiter vorne mit dem Lift im Hintergrund. Also alles hochkant, da hätte ich definitiv etwas. Oder du hängst einfach das hier in Hochkant auf, das geht natürlich auch. Du kannst einfach das hier nehmen und das dann einfach so tun. Ich habe Battlestar Galactica in meinem... Nice, welches? Da der Bogen, der so weiß-rot beleuchtet ist. Oh, das nennt sich Looping. Ja. Nein, das ist kein Looping. Das ist ein Looping. SLC so wahrscheinlich. So Das ist kein SLC, nein. Schade. Suspended. Ja, es ist aber auch kein Suspended Thrill Coaster, es ist einfach ein Suspended Coaster. Also ein SC. Ein Launch Suspended Coaster. Ein SLC. Suspended Launch Coaster, yikes. Dann so Suspended Looping Coaster. Am I a joke to you? Ja, genau. Oh boy. Es gibt einfach keine vernünftigen Bilder von Zürich, wenn es ein schönes von Zürich gibt. Ja, wir können ja ein Video machen. I created the displays of Zurich because somebody was complaining there were none.
Das wäre ein Stream von nachher. Ein Stream. We edit displays. Ja, das Problem ist, ich habe halt keine Bilder von Zürich und ich könnte das Display ausmachen. Ja, du hast ja das ewig grosse, wo du da Ja, aber für zusammen das müsste gestitcht hast. für das müsste ich 450 Franken Lizenzgebühren zahlen, um die Wasserzeichen raus haben. Ja, oder du stitchst sie einfach selber zusammen. Hey, der Twitch-Account ist da. Jetzt schaffe ich es auch mal live mitzuschauen, kann man mitfliegen. Nur gegen Spenden. Du bist so ein Dick, aber ja, klar, nur gegen Spenden. 1 Stutz wird schon lange. Dann hätte der Greenie morgen ein Weckli zum Morgen. Also Mitflüger hat keine Ahnung, wie man dich auf den Platz da überbringt. Also da, das wird irgendwie schwierig. Cedric, ich habe in Kerbal Space Program ein Flugzeug gebaut, wo kann von Bern Los Angeles 12 in Minuten Höchstgeschwindigkeit 4530 Meter pro Sekunde. Verglüht das nicht irgendwie in der tieferen Atmosphäre unten? Das verglüht doch nicht. Keine Ahnung, wenn es aus Obsidian ist. Oh. Mit, Aber es ist vielleicht nicht so das leichteste Material, gell? wo wir etwa sind, ja, da. Kalifornien. California, somewhere. Ja, wir sind so, ja, kurz vor dem Anflug, also kurz vor dem Sinkflug auf LAX. Oh, so San Können wir schon auf geil. LAX nicht telefonieren, geht das schon? Ich weiß es nicht, musst du Los Ja, Angeles probier's mal. Center, Airbus Alpha Sierra X-Ray Tree 20, flight level 290. Airbus Alpha Sierra X-Ray Tree 20, Los Angeles Center, continue as planned. Ja, das ist gut. Nearest airports from me. Das ist der, oh, wie heißt der Airport? Das ist Kalax. Nein. Kralax, nein. Boah, nein. Sieht schlecht aus, nein. KLAX ist noch nicht erreichbar. Gut. Dann dauert das noch eine Weile. Was sagt der Cedric? Doch, was sagt der Cedric doch? Fix, da bin ich einmal live dabei und wird mir schon. Ja, logisch, alle wollen den Lohn abziehen. Ich muss ja schließlich auch irgendwie am Morgen meine Weckli kaufen. Ah, boy. Das Raff will ihm ja auch kein Geld geben. Das Raff will mir auch kein Geld geben. Noch nicht. Noch bin ich unter Vertrag, aber bald. Also hoffentlich müssen sie mir kein Geld geben, hoffentlich habe ich irgendwann wieder einen Job. Aber im Moment sieht es scheiße aus. Oh boy. So. Irgendwelche Harley-Fahrer, die bei uns umeinander fahren. Bei dem Wetter. Ja, also Stimmt, das Wetter bei mir sieht nicht so Harley-tauglich aus. So, können wir da mal rasch. Wir haben ja noch ein bisschen. Wir haben noch ein paar Minuten, bis wir da in den Landeanflug übergehen. So. Machen wir doch genau so. Ja, das ist mein Controller, der gerade auf Vibrationsalarm gewechselt hat. So. Den machen wir. Ja, okay, kacke. So, haben wir da mal einen Filter rein. Twitch-Account sagt, gang doch zu der SPW. Wäre eine Idee. Das wäre eine Idee. ob die Idee machbar ist, weiß ich nicht, aber es wäre eine Idee. Was soll ich bei der SBB machen? Zugführer? Lokführer oder was? Zugbegleiter vielleicht? Oh, Jesus Christ, no. Dann müsst ihr noch Französisch lernen. Ja. Wieso rastet jetzt mein Vibrationsdingens da aus? Wieso sind wir so übel vom Kurs abgekommen? Kann man da korrigieren. Und KLAX ist immer noch nicht sichtbar. Und ich habe keine Ahnung, wie das Anflugpattern ist. Also, wäre langsam gut, wenn wir das mal einer sagen könnte.
So, gehen wir da mal so in den Sinkflug über. Gerade wollte sagen, Zugbegleiter auf Twitter hast mir ja auch schon viel Spaß gewünscht. Ja. Ja. Trotzdem, nein, Zugbegleiter bin ich definitiv kein Material für das. Normal, die sehen doch alle so ein bisschen crazy aus, nicht? Zugbegleiter mit grünen Haaren, ich glaube, das kommt die gar nicht durch. Ey. Ich glaube, das würde es gar nicht zulassen. Wobei ich auch noch nicht mal eine coole gesehen, wo rote... Ja, aber ich habe auch noch nicht mal eine recht coole Zugbegleiterin gesehen mit roten Haaren und komplett alles voll Tattoo auf der Hand. Und dann denkst du so, nice. Diversity. Ah, boy. Nein, aber Zugbegleiter, nein. Nein, das wäre nicht für mich. Also, Reisebegleiter heisst das ja korrekt. Reisebegleiter. Nein, Kundenbegleiter. Kundenbegleiter heisst es. Kundenbegleiter, nicht Reisebegleiter. Kundenbegleiter. Das sind Kundenbegleiter. Das sind die gerne mal Bus ausstellen, wenn man kein Billett hat. Willst du halt Kunden bis in Bankrott begleiten? Nein, das macht's in Kasso. Das stimmt auch wieder. Also ich weiß gar nicht, was das SUV selber macht. Ich will es so gar nicht wissen. Ah, boy. Ich glaube, der SBB macht es selber, sonst würde mein Bruder nicht so viel Post kriegen. Nice! Sicher, also das SUV ist nicht Postauto, wo der Bus bekommt. Nein, also das Kuvert, das Logo auf dem Kuvert schreit SBB. Ja, da kann man wohl nichts machen. So, wer ein bisschen mehr sinken dürfte man schon so langsam. Ist das LA da unten? Also das hier nicht, das sind Berge. Und da hinten sind Felder. Aber dort vorne, bei dem Pfeili, da ist irgendwo LA. Ja. Ey, du müssen wir nachher glaube ich einen Stream machen, wo wir deine Bilder von Zürich anschauen und mal ausdiskutieren, ob die Displays wirklich sind oder nicht. Ich finde wirklich nichts gescheit. Ja, Moment, Rasch. Irgendetwas will der von mir? Overspeed, ja leck mich, ey! Overspeed. Overspeed. Ey, ich kann nicht mehr als auf Idle sein. Okay, gut, ich kann Overspeed. Overspeed. Kannst du Bremsen reinhauen? ich kann Das Fahrwerk rauslassen? ich kann Bremse reinhauen. Overspeed. Du kannst das Fahrwerk rauslassen? Das ist auch noch Nein, noch Bremsen. nicht. Definitiv noch nicht. Overspeed. 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 Yikes. Overspeed. Overspeed. Sehr schöner Anblick. Overspeed. Leckt das bei dir wirklich so um, wie es bei mir aussieht? Ja, Overspeed. das legt wirklich so. Overspeed. Overspeed. Ich brauche einen neuen PC, aber, Overspeed. you know? Overspeed. 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 Ja, aber weißt du, so ein Overspeed. Ryzen 8 Overspeed. Kern kostet ja nichts mehr. Overspeed. Ja, aber dann muss ich mein ganzes System aufrüsten. Alles. Overspeed. Ja, Du weißt, gar wie der nicht. Ja, Power Supply kannst du behalten. Ja, Hast du das noch kann ich behalten, DDR3? Overspeed. Nein, du solltest auch DDR4 RAM haben. Ja, Den RAM kannst du auch behalten. sollte ich auch aufrüsten, weil ich habe nur 32 GB im Moment. Overspeed. Ist das lang? Overspeed. Nein, ich komme im Fall echt das Limit, wenn ich meine Fotos bearbeite. Ja, okay. Als ob du 64, für 64 Gig zahlst du im Moment glaube ich immer noch dumm und dämlich. I know. Deswegen bleibst du glaube ich mal bei dir. Weil einfach ein 16 GB RAM-Riegel ist halt einfach hure teuer. Was hast du? 2x16 im Moment drin? Nein, ich glaube 4x8. Ah, wenn 2x16 wäre, dann würdest du einfach nochmal 2x16. Ja, dann ging das, aber ich glaube aktuell 4x8 drin. Warte mal. Wir könnten den RAM tauschen. Warte, wie viele Slots habe ich bei meinem abgekauft? Aber das Ding ist halt bei mir, ist, weil mein... Ah nein, warte. Nein, das kann ich nicht auf Nee, Ultra, das 2x8, spiele ich fuck. aktuell nicht auf Ultra-Grafik, ich spiele es irgendwie auf so auf High maximal, aber nicht auf Ultra, für das habe ich definitiv zu wenig Ja, Leistung. aber weißt du. Ja. Aber weißt du, Oh. 32 GB Weißt du, das RAM fällt würde mir auf. auch für das Game da lange. Weißt du, das fällt mir Hm? auf? Wenn ich auf Ryzen Was? umstelle, muss ich wieder neue Kühler kaufen.
Stock-Curler. Ja, aber ich habe ja extra Wasserkühl, also das Ding, der Ding gekauft, neulich. Ja. Der geht den ja nicht mehr. Es geht. Weil der ist ja der ist auf der Klein, auf der 11 irgendwas. Ja, es geht. Also die meisten Wasserkühlungen haben eben für fast alle Sockel-Equipment. Ja, aber ist nicht geliefert. effektiv der Kühlungsblock zu klein bei einem Ryzen? Nein. Also wenn Threadripper würdest haben, dann ja. Ryzen müsste gehen, problemlos. Oder ein Threadripper. Threadripper sind die grossen. Aber das würde nicht gehen, da zahlst du dämlich. 8 Kern Ryzen. Oder mittlerweile gibt es ja auch 16 Kern Ryzen. 10.2 wäre halt schon nice. Eben so ein Ryzen 9 dreht. Scheiße, wenn ich den Preis anschaue. Du eher nicht. Ja, nein, das Ding ist halt, weißt du, wenn ich jetzt meine eigene Firma aufmache, Dann sind das Business Expenses. dann ist das erstens Business Expense, zweitens ist das nachher mein Hauptarbeitscomputer, da kann man sich halt schon was rechts bauen. Und du weißt ja, wie mein aktuelles System hin und wieder mal so random von Bluescreens plagt wird. Immer noch? Nein, eigentlich nicht mehr, aber ich wette mit dir jetzt, und ich sage eigentlich nicht mehr, ab morgen habe ich wieder. Darum würde ich schon ganz gerne mal wieder ein System vom Scratch bauen. Ja. Also klar, Power Supply und Wasserkühlung kann ich behalten. Das Gehäuse kann ich auch behalten. Das Gehäuse habe ich erst vor irgendwie 3, 4, 5 Monaten austauscht. Ja. Wieso mache ich jetzt gerade einen Sinkflug? Also weißt du, wieso mache ich gerade den, obwohl ich gar nicht mache? Nicht gut. Ich weiß es nicht. Und KLEX kann ich immer noch nicht anwählen. Meine Fresse, wie weit ist denn das noch? Ja, 75 Miles. Ich müsste echt mal wissen, wie das Anflugpattern von LEX. Wo muss ich nachher tun? Es ist sicher kein Straight-In, oder? Ich glaube, Los LAX ist Angeles ein Center, riesiger Delta Flughafen. 1425 is at flight level 375, descending 10,000 feet. Delta 1425 Los Angeles Center, continue as planned. Wenn ich das so anschaue, ich glaube, im Fall, der Flugplatz, den wir ausgewählt haben, ist nicht der richtige. Ich sehe verdammt klein aus. Ey, das ist ein Moment, also ich sehe Flugzeug auf der Karte. Ey, irgendetwas ist los. So. Hey, das sieht halt schon geil aus, die Gegend. Aber ja, es leckt. Du hast vermutlich 180. Ja, ich denke auch. Einmal dran vorbei Wenn und man- dann hinein, ja. Mhm. Aber das müsste ich halt mal langsam. Ich würde da gerne mal den Tower anfunken, aber es ist noch nicht auf meiner Liste drauf. Ja, gewesen bist. Was war bin ich? Könntest ja auch mittlerweile so einen Coaster-Picks-Spot machen. Kaufen Coaster Picks. Merci. Fabian Giesel, Sali. Sali, Fabian! Wie viele Leute schauen euch im Moment zu? 10. Wieso? Wieso? Aber easy, ja, schön sind ihr da. Haut den Superchats rein, merci, ich muss mir morgen irgendwie zum Morgen kaufen. Hashtag zum Morgen voll Greenie. Ja, Mann. Nein, der Jonas kann er nicht finanzieren, das geht einfach nicht. Ja, du. Nein. Ich bin Lehrling. Mhm. Also Ex-Lehrling. Ich bin wohl auch Ex-Lehrling. Ich bin jetzt arbeitsloser Lehrling. Nice. Bald Oliver bist du Schipp. Millionär. Mhm. Mhm. Was weißt du, was ich noch nicht weiß? Ich müsste eigentlich einfach mal so. Eigentlich müsste ich mich einfach mal irgendwie so 2 Tage in so einer Isolationskammer einschliessen
und irgend so das perfekte Geschäftsmodell für irgendetwas aufbauen, wo ich aktuell überhaupt keine Kompetenzen habe, dann einfach eine Firma aufziehen mit irgendwelchen Investoren, wo wir einfach ein geiles Team zusammensammeln. Ich mache einfach nur Projektmanagement und CEO und lasse alle anderen arbeiten und mache einfach irgendwie 12 Millionen, indem ich das Ding nach 5 Jahren verkaufe an, I don't know, Apple. Microsoft. Das wäre schon mal geil. Einfach überlegen, wo könnte man in den Markt einsteigen, was könnte man machen. Ich muss keine Ahnung davon haben, wie es eigentlich geht. Ich kaufe mir dann die Leute ein. Green, du müsstest einfach nur einen Podcast machen und den auf Spotify verfügbar machen. Das habe ich schon gemacht. Aber nicht mit meinem eigenen. Warte. Wait a second. Ich habe den SBB-Podcast auf Spotify verfügbar gemacht. Es gibt einen SBB-Podcast. Ich weiss nicht, ob es immer noch online ist, aber es hat mal einen gegeben, ja. SBB what? Ja, den habe ich hochgeladen. Folge 1, was ist Interrail? Ja. Folge 2, Interview mit irgendjemandem. Ja, das ist ein Interview mit dem Ding, mit der Greta Thunberg. Yes. Und dann da, Folge 3 Teil 2 von schönen Zugfahrten und Wiedersehen. What? The more you What? know. What? Ich glaube, ich werde verfolgt. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts, das ist gut. Das ist gut, ich sehe nichts. Schau mal raus. Ich sehe nichts. Du siehst nichts, ja warte, ich muss wieder streamen. Ich sehe definitiv nichts. Ich sehe keine Begleitung. Ey, da vorne ist... Warum habe ich die eigentlich nicht um eine Kamera gefragt, dort wo ich in den USA bin? Keine Ahnung. Das musst du mir sagen. Und dann hätte ich mir selber das Bild können schiessen, das ich selber auf Display hätte können hochladen. Nächstes Mal klopfe ich bei dir an. Und dann wirst du Nein sagen und ich sage okay. Flüg rückwärts. Oliver! Das wird schwierig. Hä, was? Was? Nicht? Wie wird... Aha, so. Flug rückwärts, ja klar. Oh! LEX ist da, ich kann nicht telefonieren. Nice. Nice. Request Full Stop Landing. Toni TV, Sally! Los Angeles Tower Airbus Alpha Sierra X-Ray Leute, 320 spenden is mal, 52 damit der Gini sich nur ein miles Brötchen westbound kann to kaufen land. zum Morgen. 1 Stutz wird schon lange. Ja, Moment. 1,50, weil YouTube zieht ja ab. Ah, das Weckli ist im Coop, glaube ich, auch nur 80 Gramm. Los Angeles Airport Information Golf 150. Enter left downwind runway 25 right. Okay, Airbus ja, 320. left downwind. Easy. Also Ja. wenn irgendjemand eine Kreditkarte rumliegen hat, keine Ahnung, irgendein K-Kiosk oder Revolut oder keine Ahnung, eine UBS-Kreditkarte. Schau doch, ob die überhaupt noch tut. Ja, dann einfach mal bei mir im Superchat eingehen, dann finden wir es raus. Oder falls ihr schon bei so innovativen Banken habt, die so eine Debit-Mastercard haben, da gibt es noch nicht so viele in der Schweiz. Ja, dann benutzen mal die Das ist hässlichen noch nicht so viel. Das machen doch alle inzwischen, ne? Nö, Bosch macht's, CS macht's, die UBS macht's. die UBS noch nicht. Nicht? Nein. Was ist mit der UBS los? Bei der Post? Ja gut, das sind Postkarten, das stimmt. Ja, Post Aber hast du mit- auch. Postfinance hast du auch so sexy Debitkarte. Ah schon? Ja, ja. Oha. Hast zwar überhaupt keine Online-Funktionalität oder fast keine, aber. Ja, aber dann ist ein Maestro. Dann ist noch nicht so eine schicke Und, Mastercard. ist eine Mastercard. Ist eine Mastercard. Ja, ja. Und bei den Engländern habe ich die Visa-Karte. Also, funktioniert gut. Ja, ja. Und irgendwo habe ich noch einen PayPal-Account rumgegammelt. Ja, das hat jeder, glaube ich.
Ja, und das Krasse ist, ich habe jetzt festgestellt, bei allen Sponsoring-Sachen jetzt auf YouTube, im Fall die Leute bestehen immer darauf, dass sie sich über PayPal zahlen können. Ich weiß nicht wieso. Ist für Businesses dann wahrscheinlich so das Einfachste. Ja, nicht das Gefühl, aber es ist so irgendwie so hure weird, so, PayPal only? Okay, sure, why not? Okay. Ja, was wäre die Alternative? Irgendeine SEPA? Bank? Ja, aber... Ja, SEPA in der Schweiz, ja. Ja, nein. Also klar, du hättest bei deinen britischen Karten eine britische IBAN, wo du SEPA könntest annehmen, gebührenfrei. Ja, aber... Ja, jetzt muss ich das über PayPal machen oder muss ich über PayPal Aber noch irgendwie auf ich mein weiss Konto nicht. schaufeln? Eine Firma, die irgendwie in Asien oder in den USA tätig ist und jetzt nicht gerade ein europäisches Bankkonstrukt hat. Ich finde es einfach immer mega mühsam bei PayPal. Die nachher die ganzen Einnahmen rausziehen für die Steuern. Für die Steuern. Das ist verdammt mühsam, weil nachher musst du PayPal das irgendein Bankkonto angeben. Weil gib mal PayPal als ein Bankkonto an. Ja, welche IBAN ist das? True. Darum das Zeug von PayPal weg aufs Bankkonto, dann kann ich es dort nachher versteuern. Ja, ja. Nice. Und das So. Ding ist LA. Da drin ist Klacks. Da ist Klacks. Aber wieso benutzt Ja, Microsoft mehr nicht Sinn, einfach so. die Standard 3 Buchstaben? Ich glaube im Fall, das da, was wir jetzt da haben, das ist mehr Standard als das, was du jetzt meinst. Ja, aber das steht auf jedem Flughafenticket so drauf. Ja, ich Wenn weiß du nicht, nach- wie es ist, aber ich glaube, das, was die jetzt da haben, das ist mehr. Das kann, Wenn du kannst nach- ein- Wenn kannst du eine nach Bank LA überfallen. International, wenn du nach LA International Airport suchst, kommt LAX, nicht KLAX. Ja, aber ich weiß nicht, Oder- ob das auch bei den. Effektiv noch bei warte, den Airlines. Das ist die ICAO-Code Klacks. Und IATA ist LAX. Eben, ich glaube, das eine ist das, was effektiv Flügerei braucht, und das andere ist das, was alles andere braucht. Man, wir sind so zu hoch und wir sind auch so viel zu schnell. K ist USA. Deswegen International. Okay. KSFO, K, Ah. LAX. Wie sag ich denn da ein LHS? Was ist denn das wieder? Europa ist entweder L oder E am Anfang. Ja, aber ich kann LHS gerade neben KLX. Los Angeles. Ich hätte so Bock mal Los Angeles zu besuchen. Aber nicht, wenn alle am Umsuchen sind. Es geht, wenn du mit jemandem Kontakt hast, dann geht's ja noch. Oh, schau, jetzt sind wir zu schnell. Nice. LS ist Schweiz. Ja, ja. So, ich tu mal hier Speedbreaks raus und tu mal ein bisschen sinken und mal schauen, was passiert. RO ist Japan. Oder Nice. RJ ist auch Japan. Nice. Japan wollte ich eigentlich auch machen das Jahr, aber ne. Jetzt mal schauen. Jetzt wo die ganze Olympiade um ein Jahr verschoben ist, könnte ich es eigentlich immer noch schaffen, mein Ziel. Mit Olympiade Tokio. Mal Ja. schauen, ob ich bis dann wieder Geld habe. Ja, vor allem viel Geld. Tokio ist vermutlich nicht sehr günstig, aber Tokio Tokio- ist, also ich habe es mal durchgerechnet. Overspeed. Tokio ist so etwa Schweizer Preise. Overspeed. okay. Overspeed. Und Overspeed. Tokio während Olympia. Overspeed. Overspeed. Ich weiss nicht, ob Tokio während Olympia generell teurer ist, aber Olympia ist sicher teurer. Aber ich bin Ja. eigentlich nicht an Olympia interessiert, ich bin einfach an Tokio interessiert. Overspeed. Ja, aber wenn das Ziel ist, dort während Olympiaziel, dann Ich willst kann du halt, auch also mein Ziel mehr ist halt, zahlen. mein Ziel ist halt gewesen, nicht während der ganzen Bauarbeiten dort zu sein, oder? Ja. Also es wäre halt während Olympia. Und nach Twitch- Olympia ist halt wieder alles so bäh. Ja, Twitch-Account, wo wollen ihr landen? In KLEX. In KLAX, ja. Klacks. A.k.a. Los Angeles International Airport. Flippy, 5 Stutz für dein Morgenmorgen.
Ich kann mir morgen, mit 5 Stutz kann ich mir morgen sogar ein Ding, sogar Gipfeli? ein Gipfeli und einen Coop-Schoki-Drink kaufen. Nice! Danke! Danke! Jetzt kannst du aber noch mal sagen, wo wir nachher hinfliegen. Also wo wir starten und wo wir landen. Also wir Ja. versuchen es zumindest. Es sollte aber so ungefähr maximal eine Stunde, Stunde Ja, anderthalb vorzugsweise irgend sowas wie Bern, Zürich oder so, wo wir in 20, 30 Minuten haben. Zeit. Dann können wir öfter landen, Ja. öfter starten und ich habe 16 mehr Leute Chancen. schreibt Twitch-Account. Ey, nice! 16 Leute, easy. So muss das. Und Nein, ABLP Swiss schreibt: Hey Boys, na, was geht? ja, im Moment versuchen wir gerade zu landen in LAX. Das einzige Problem ist, wir sind viel zu schnell. Ich weiß nicht, wie ich jetzt langsamer kann werden, weil meine Speedbrakes sind schon 100% draussen. Und ja, jetzt machen wir dann gerade Entry ins Anflugspattern. Der Twitch-Account schreibt: Hast du irgendwo eine E-Mail? Habe eine kleine Überraschung für dich. Overspeed. Oh Gott, ich habe Angst. Ich habe generell Angst für Überraschungen, die aus dem Internet kommen. Overspeed. Ähm, Overspeed. Overspeed. Wir sind einfach viel zu schnell. Ja, Mailadresse findet man auf unter allen Overspeed. Greenbox YouTube-Videos oder auf dem Kanal irgendwo. Overspeed. Warte, lass mich mal kurz schauen, ob in der Kanalbeschreibung, weil in der Videobeschreibung nicht. Overspeed. Flüge ist 8. Kanalinfo. Ja, ich habe schon überlegt, ob jetzt soll einfach so ein Ding fliegen. Overspeed. So ein bisschen S-Kurve zum ein bisschen Overspeed. Overspeed. Höhe verlieren und Overspeed. Geschwindigkeit. Kann er die E-Mail an deine @gmail.com schicken? Overspeed. Ja, die halt steht, ja. Overspeed. Also greenie@gmail.com. Danke! Overspeed. 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 Weißt du, letztes Ja. Mal, wo mal jemand gesagt hat, es gibt eine Überraschung, für mich ist es ein Dildo gewesen. Overspeed. Overspeed. Ist das noch während deiner grünen, harten Zeiten gewesen? Es ist vor meiner grünen... Das war vor meiner grünen Zahnzeit gewesen. Flippy, irgendwo in Japan geht sicher genug Flughafen dort. Keine Ahnung, irgendwie Tokio nach... Was ist so die nächste Stadt? Ja, das Tokio eine Seite vom Fluss und Tokio die andere Seite. Ich geh mal schauen, du findest es sicher. Du, Ja. machst mal den Flugplan jetzt. ABLP Swiss, hast du ein TS oder so? Nein. Hast du einen Greenie? Nein. Nein. Also er hat ihn Discord, aber der ist nicht mehr aktiv. Der wird für anderes gebraucht, sagen wir so. Ja. Twitch-Account, sonst sagst du am King Decker, dann haut er mich. Okay. Und dann wieder der ABLP Swiss und ja, du bist zu schnell. Ja, das sehe ich auch beim Roten. Ja, und du solltest ein bisschen einen Flughöhe verlieren. Ja, ich bin dran. Wobei, Flughöhe machen wir jetzt nicht gerade so Sorgen. Hauptsächlich Geschwindigkeit. Und meine Spoiler sind 100% ausgefahren. Also es ist gerade kein schöner Moment für mich da. Und ich meine, ich könnte jetzt noch irgendwie ein Ding ausfahren, Flaps, aber das hilft mir auch nicht wirklich. Overspeed. 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 Vielleicht nicht so gescheit, wenn ich mit einem Sackmesser rumspiele. Nein, das ist vielleicht nicht so gescheit. Da habe ich schon ganz schlechte Fingererfahrungen damit gemacht. Overspeed. Oh, ich sehe den Kommentar nicht. Overspeed. Jetzt habe ich ihn freigeschaltet. Overspeed. So geil. Overspeed. Okay. Overspeed. Was ist das geil, dass ich nicht fliegen kann? Oh boy. Hey, warte. Wir jetzt etwa 220. Ich muss etwa 120 haben, bis wir landen. Ei. Jetzt ist die Frage, mache ich jetzt noch mal einen Schlaufen oder ziehe ich rein? Mach nochmal einen Schlaufen. Der Schub ist schon komplett zurück. Es hat keinen Schub mehr. Der Schub ist schon... Also er ist noch nicht auf Reverse Thrust, aber er ist schon zurück. Und nein, ich mache keinen Reverse Thrust in der Luft. Das mache ich definitiv nicht. Das ist vielleicht nicht so gesund für den Triebwerk. Ich schreibe jetzt einfach mal rasch rechts Schlaufe. Jetzt habe ich das Problem mit dieser Rechtsschlaufe, werden wir vermutlich zu viel Höhe verlieren. Geschwindigkeit. Ja, aber das Problem ist, Geschwindigkeit verlieren wir, ja.
Aber Höhe verlieren wir vermutlich eben auch zu viel. Ziehe ich ein bisschen rauf. Ja, ich ziehe ja rauf. Mehr. Wir gewinnen jetzt schon wieder eine Höhe, das ist nicht gut. So. Und wir sind irgendwie auch mehr als 30 Grad am Neigen. Also die Fluggästin jetzt gerade das richtige, schöne, ich würde einen Sitz in eine Pressed Experience und die eine Seite sieht, oh, LAX und die andere sagt, oh, Himmel. Oh Mann. So. Ja, wir verlieren die Geschwindigkeit, das ist schon mal etwas. Das ist etwas. Hat Yokohama einen Flughafen? Ja, du siehst, wenn du auf Google Maps mal nach Tokyo Airport suchst. Ja. Yokohama wäre jetzt glaube ich noch so machbar. Wie weit sind die weg? Tokio. Wie ich lande, zu geil. Nein, jetzt kann ich nicht in die Mails hineinschauen. That's not possible. Jetzt muss ich landen. Wenn wir gelandet sind, können wir das machen. Wenn wir nicht gestorben sind dabei. Ist vielleicht ein bisschen zu kurz. Wieso? Was heisst es kurz? Wir müssen ja eh noch rauffliegen. 35 Kilometer mit dem Auto. Mal! Da können wir rauffliegen, wir können Schlaufen fliegen, können einmal die Stadt anschauen und dann gehen wir landen. Okay, jetzt muss ich schauen. Yokohama Airport. Keine Flüge verfügbar, okay. Keine Flüge, nice! Wir machen einen. Aber dann können wir glaube ich nur im Privatjet fliegen, wie das tönt. So, also Geschwindigkeit haben wir recht jetzt verloren, aber wir bauen jetzt schon wieder auf, das ist nicht so gut. Okay, der Flughafen Tokio ist genau zwischen Yokohama und Tokio. Was? Ist dann wahrscheinlich der gleiche Flughafen. Ja, nice! Starten auf Runway 1, also keine Ahnung wie der heißt, 27 oder so und landen auf 31. Nein, wir sind immer noch schnell, ich glaub's nicht. Und immer noch zu hoch. Overspeed. Overspeed. So, ich lasse mal Triebwerk und alles raus. Overspeed. Overspeed. Oh Mann, ey, meine Hände sind richtig schweißig. Ey, wenn ich das versaue, haben wir jetzt einfach für nichts Stunden geflogen. Overspeed. Overspeed. Wäre wieder mal typisch. Ja, wieder mal typisch, ja. Overspeed. 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 Ja, ich weiß, dass wir Overspeed haben, aber ich weiß nicht, wie ich es verlangsamen kann, goddammit. Overspeed. 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 Wir könnten von Tokio Haneda nach Tokio Overspeed. Narita fliegen. Overspeed. Ich mache jetzt kein Reverse Thrust, ich bin nicht dämlich. Overspeed. Was, sorry, nochmal? Overspeed. Wir könnten von Tokio einen Flughafen zu Tokio anderen Flughafen fliegen. Overspeed. Overspeed. Können wir, ja. Overspeed. Oh nein, ich kann... Look, die Spoilers sind schon 100% draussen. Das sollte schon bremsen. Und Reverse Thrust? No thanks. Overspeed. Overspeed. Da musst du jetzt nach links zügeln. Overspeed. Noch nicht. Oh, Overspeed ist draussen, nice. Okay, wir sind nicht mehr zu schnell. Nur noch zu hoch. Dann würde jetzt vielleicht bremsen wieder. Nein, die brauche ich jetzt zum Höhe verlieren. Und wenn ich sie nachher ausnehme, komme ich automatisch wieder schneller. So, jetzt nehme ich sie raus. Twitch-Account und Flaps brauchst du ja für die Landung. Ja, aber noch nicht jetzt. So, und plötzlich sieht alles gut aus. Was ist passiert? So, LAX. Wir sind zwar immer noch zu hoch, aber das bringen wir auch noch an. Vor allem, what the fuck? Die Anflugsschneise da vorne, sie steigt wieder in der Höhe. Okay. Ich glaube, ich muss jetzt wieder ein bisschen Schub geben, kann das sein? Oh boy. Oh, Ja. too slow? Willst du mich verarschen? Too slow? Ich habe dir gesagt, du sollst Bremsen rausnehmen. Bremsen sind draussen, seit du es gesagt hast. Glaube ich. Ja, die sind draussen. Oh Mann. Siehst du, deshalb lässt mich der FAA nicht zu als Pilot. 2,500. Was?
Du, wieso kann ich jetzt nicht rauszoomen? Du, was ist los? Jetzt ist alles kaputt. Oh Mann, ich schwitze so übel. Das ist wird einfach in so- dieser Wohnung auch. Ja, der Todesangstschweiß. Oh, too slow. Da frick. Airbus tree 20 cleared to land runway 25 right. Thanks. Wind tree 53 at tree. Oh. Cleared to land runway 25 right, Airbus tree 20. Und der Twitch-Account hört schon Stalling und dann ein ragender Greenie, weil er crashen tut. Hey! Hör auf, Zukunft predikten. Ich sehe es nämlich auch schon genau so. Gell? Und wenn du es machst, dann machst du es in einem Superchat. Oh boy. Also entweder schiessen wir komplett über die Landebahn raus, oder wir crashen schon vor der Landebahn auf. Eins von beidem. Nein, ich glaube, du machst wieder so einen Bunny Hop. Ja, und dann 3 landest Kilometer du. Bunny Hop. Ich bin Das der ist Miss. LAX. Die können doch dort alle nicht fliegen. Die können doch dort alle nicht fliegen. Too slow! Sehr schön. Alter, was ist das für ein Airport da gerade unter LAX drunter? AB LP Swiss, also ich fliege jetzt schon seit Jahren für meine Virtual Airline und mir ist noch nie was passiert. Das ist gut für dich, du kannst in dem Fall fliegen, ich nicht. Oh mein Gott. Check. Es sind so krass, wie einfach die 2 Flughäfen direkt nebeneinander sind. Oh, too slow? What the frick? Ich glaube noch nie zu langsam angeflogen auf den Flughafen. Das ist first. So, jetzt Komm, dürften das wir dann schaffst auch mal Flaps rauslassen, habe ich das Gefühl. Oh mein Gott, wir sind zu langsam. Ah, Ah, glaub nie. ich glaube schon, Mann. So, mal Flaps raus. Oh boy. Oh boy. Das sieht gut aus. Psst. Also noch. Noch. 500. Was sagt er im Chat? Vorher bist du schnell gesetzt, zu langsam bei dir läuft. Der Hey JJ, viel Spaß noch. Hey, merci. 300. Er wird Spaß haben bei dieser Landung. Ich werde Spaß haben bei dieser Landung. Du musst das Ziel im Warte, Visier ich muss los, haben. ich muss los. 100. 100. 60. 50. 40. 30. Wir gehen schnell runter. Retard. Oh, retard. Ja, okay. Wir sind nicht einmal bunny hopped. Fast schon stolz. Fast schon stolz. Aber das war eine harte Landung. Twitch-Account so Hachi. Hatschi. Hui. So, also, to the gates. Wow, wie wir das einfach überlebt haben. Krass. So, Los fuck. Angeles Airport Information Golf 1500 Zulu. Wind calm. Visibility, tree. Sky condition, few clouds at 1,100 feet, few clouds at 4,300 feet, few clouds at 12,700 feet. Temperature, tree. 2.10. Altimeter. So, jetzt schön fette Reverse Thrust rein. Brauche Brauche ich nicht bei dieser Landung. Runway 25 right and ILS runway 25 left in use. Landing and departing runway 24 right, runway 24 left, runway 25 right, and runway 25 left. VFR aircraft say direction of flight. All aircraft read back hold short instructions. Advise controller on initial contact. Easy, nice. Dass du das geschafft wir müssen hast. es zu den Und- Gates schaffen. Also das letzte Mal in Paris bin ich auf dem Weg zu den Gates verreckt. 1500
Zulu. How? Wind tree 47 at tree. Taxiways sind super bumpy gewesen und plötzlich hat es mir einfach, 121 ja, decimal 4 Black for Screen, Airbus too much 320. stress. Also wahrscheinlich bist du auch so sehr auf Vollgas gekommen. Und der Cedric so heulend, du bist nicht abgestürzt. Ja, ich bin as surprised as you are. Und der Twitch-Account so jetzt fast in das Schild rein. Ja, Wenn eben, so stolz auf dich. Irgend sowas. Was? Flaps bremsen übrigens auch gut. Ja, schon, aber Flaps auf 10.000 oben ist irgendwie, komisch. Aber das ist schon ein Skate, ja nice. Müsste ich nicht mal irgendwie noch ein Kreuzchen oder so anzeigen? Wir müssen noch weiterführen, oder? Wir müssen noch weiterführen. I don't know. Schon, oder? Nicht? Alter, ich komme in dem Sinne... Müssten wir nicht weiterführen? Eigentlich schon... Warte mal. Ja, eigentlich... Ja, wir bleiben mal Los so. Angeles Tower American 2437 at runway 25. Los Angeles Ground... Los Angeles Airport Information Golf 1500 Zulu. 4... Wind tree 47 at tree. Visibility. Ohne Flaps auf dem Sky Mountain. condition. Few clouds at 1,100 feet. Few clouds at 4,300 feet. Few. Ich würde gern... Request... Okay, jetzt Chatways, Also, Request Chatways. Los Angeles ground Airbus Alpha Sierra X-ray 320. Could you please connect the jetway to the aircraft? Airbus Alpha Sierra Nice. X-ray Der 320 Alvara, krass, dass alle so komisch schreiben, komme aus Deutschland. Peace-Zeichen. Peace. Welcome to Switzerland. Part 3. Nice, guck mal. Ah, so geil. Geil, Chatways connected. Gut, dann. Request fuel Los supply. Angeles ground Airbus Alpha Sierra X-ray 320. Could you please send a fuel truck? Airbus Alpha Ich sollte vielleicht noch meine X-ray Triebwerke ausschalten, aber... fuel truck is on the road. Nein, für was? Du Los müsstest Angeles komplett ground Airbus rausfahren. Alpha Sierra X-ray Ich will die 320. Bremse Could you mal please send a testen. ground power unit? Genau. Airbus Alpha Sierra X-ray 320. A ground power unit is on the road. So, warte. Ich kann nicht mit dem A380 Triebwerk ausschalten. Moment. Fuck, wo ist das da? Du musst mal den Hebel ganz vorne drücken. Ja, nein. Alter, was ist los? Lass mich jetzt da. So. Wo tue ich ein Triebwerk ausschalten bei dem Geschwür? Müsste doch da Don't ganz know. unten sein. Ah, ich komme nicht an. Oh Mann, beim Privatchat wisst ihr es. Also Triebwerke sind doch irgendwo... What the heck? Egal. Egal. Egal, jetzt gehen wir jetzt erstmal auf Tokio. Wir haben es geschafft. Jesus Christ. Ah nein, warte, ich wollte noch etwas machen. Das wollte ich mal noch sehen, ich habe es noch nie gesehen. Ich wollte nämlich Baggage Los Service Angeles anfordern. ground Airbus Alpha Sierra X-ray 320. Could you please send the baggage? Airbus Alpha Sierra X-ray Nice. 320 baggage is on the way. Das ist aber schon geil. Geil wäre es erst, wenn die kleinen Fahrzeuge auch selber steuern Los können. Angeles ground True. Airbus Alpha Sierra X-ray 320. Microsoft, Could you please please do send that. the catering truck? Airbus Alpha Sierra X-ray 320. The catering truck is on the road. Ja, ich weiss, die Triebwerke laufen noch, aber das ist gleich. Jetzt sucht es jetzt Muss vorne so. hier. Tschupp. Ey, der Catering Truck ist auch schon da. Ey, Mann, ist das geil. Das ist aber schon geil, aber in einem grossen Flugzeug so im Privatchat, man kann so Zeug machen. Mhm. Ah. So, ich würde sagen, ich mache jetzt mal ganz kurze Pause. 5 Machst. Minuten. Ja, Machst. ich muss mich mal rasch strecken. Und Für das dann brauchst du gehen 5 Minuten. wir- Ja, und dann gehen wir nach Tokio. Nice. Ist das ein Deal, Leute? Ja. Ist das ein Deal?
5 Minuten Spenden Pause. doch, wenn das ein guter Deal ist. Wie viel schaut eigentlich im Moment gerade zu? 14. Pole position American 658. Easy, also ich würde sagen 5 Minuten Pause, wir sehen uns in 5 Minuten. Und dann geht es hoffentlich weiter. Von wo haben wir gesagt? Tokio nach Tokio? Sag was. Easy, dann haben wir mit dem Privatchat. Also, bis gleich. Bye! Hui! Oh, okay. Wir sind zurück. Flight Simulator, wir sind erfolgreich in LAX gelandet, also in LAX. Und weil ja, jetzt habe ich gerade die Übersicht verloren. Wer hat vorgespielt? Das war der Flippy, glaube ich, oder? Ja, ich glaube genau. schon. Weil der Flippy vorher 10 Franken im Superchat reingegeben hat. 5 Franken im Superchat reingegeben hat. Dem wir auf seinen Wunsch jetzt fliegen von Tokio nach irgendwo in Tokio. Und im Anschluss an das werden wir, weil der Twitch-Account inzwischen auch noch 10 Franken gespendet hat, zwar nicht via Superchat, aber direkt via Mail. Übrigens, danke für den, richtig geil. Via Supermarkt-Gutschein. Richtig geil, das gibt einen richtig geilen Morgen, oder wenn ich das erste Mal im Coop am Morgen bin. Richtig geil, richtig geil. Merci für das. Für das kannst du nämlich gerne noch den nächsten Hop auswählen, wo wir nach Tokio machen. So, zum jetzt auf Tokio kommen, gehen wir mal auf die Weltmap. Und da in Tokio haben wir jetzt gesagt, also ich würde übrigens in Tokio fliegen mit meinem Lieblingsflugzeug. Das ist da der Privatjet, der da, den finde ich geil. Den würdest du dir holen, wenn du das Geld hättest? Nein, wenn ich das Geld hätte, würde man den holen. Wo ist er? Ich glaube, es ist. Ja, ich glaube der. Nein, der. Wenn ich das Geld hätte, würde man definitiv den holen. Das ist. so eine haben. Mal, das wäre geil. Das wäre geil. Einfach zum Beispiel rumfliegen, das wäre geil. Ja, das wäre geil. Okay, also wir fliegen mit dem Jet. Und wir haben wir haben Live-Players, wir haben Live-Traffic und das Wetter ist live. Und, das Wetter ist live in Tokio, ist Nacht. Wir fliegen von Du hast jetzt rausgesucht, wo wir durchfliegen, oder? Tokio. Ja. Tokio also, was? Tokio International. Keine Ahnung, welcher der ist. Der Haneda, das ist der. Also, es wird schon der sein, ja. Denke ich, ja. Holy shit, es ist Nacht. Und dann irgendwie Tokio Narita. Ah nein, der Narita ist international. Von Narita fliegen wir jetzt, genau. Okay, und dann Haneda ist der andere. Haneda, Tokio. Haneda International. Beide sind international. So. Oh, okay, das ist aber doch noch ein Stückchen, ja. Okay, cool. Dann fliegen wir ein bisschen durch die Stadt, also fliegen noch ein paar Runden, schauen die City bei Nacht an. Und dann landen wir irgendwie, hä? Tönt nach einem Plan. So, wir haben da schon ein paar Flügel rum. Sehr schön. Was ist das? Chill besser, okay, easy. Also, let's go. In Tokio ist aber. Der Oliver schreibt. Ja, das ist doch kein Problem. Ist doch kein Problem. Green kann Nacht aber sieht's auch geil fliegen. aus, ja. Es ist Tokio. Ist eh hell bei Nacht. Ja, ich hoffe, die haben nicht gerade Stromausfall. Das wäre blöd. Das wäre blöd. So, was ist denn da wieder? Oh, ich habe nochmal eine Message bekommen. Wow! Ey, willst du auf Ägypten? Warum? Von Genf nach Ägypten retour. Genf, Ägypten retour. 50 Franken. Nein, sorry, Euro. Holy shit, das ist günstig. Ja, ich vermute mal, so 5-Sterne-Hotel werden dann nicht so viel teurer sein. Leute, spendet mal 50 €, dann gehen wir mit einem Video auf Ägypten und zurück. Sogar auf Greenie, wenn ihr spenden. Das Video auf Greenie. Oh mein Gott, Das gibt's eigentlich nicht mehr. Ah, das gibt's eigentlich nicht mehr. Warum? Ey, für 50 €. Ja, du dich darauf an, wie dieses Hotel ist und mit der Quarantäne nachher ist. Aber ey, für 50 Stutz von Genf nach Ägypten und zurück. Das wäre schon fast. Das Blöde ist einfach, ich habe keine Ferien. Ja, das schaffen wir schon. Am Wochenende, Freitagabend, Sonntag zurück.
Ja, dann muss ich zuerst auf Genf und nachher wieder retour. Cleared for takeoff Kannst du das runway Flüger nicht 16 von right, Genf nach Cessna Zürich? X-Ray Golf Sierra. Ja, Flugzeug oder ja. Nein, der fliegt nur also der Flugzeug geht nur zweimal am Tag. So, meine lieben Damen und Herren, wir sind hier in Tokyo International Airport und wir möchten Welcher da- International Airport? Keine Ahnung, Es gibt einer von zwei. beiden. So, wir sind fast schon ready. Wir haben aktuell noch Parking Brakes on. Warning, okay. Das ist natürlich klar. Aber das Wichtigste ist da, wir möchten natürlich mit dem Autopilot fliegen. Das heisst, Heading Indicator tun wir mal synchronisieren. Das ist synchronisiert, okay. Dann Altitude Hold tun wir mal noch nicht anschalten. Auto, wobei, das machen wir jetzt mal. Ja, ich zwar machen wir mal an. Altitude Hold ist an, Autopilot ist noch off. Okay, wir sind ready, ab in die Ansicht, wo wir müssen. So, Parking Brakes sind off. Ist der Beacon an? Funktioniert unser Licht? Beacon ist an, Navigation Taxi brauchen wir nicht. Landing, okay, Logo ist sehr schön gut. Also, wir sind ready, let's go! Schon nice, wenn man jetzt auf dem Stream, also wenn ich F5 drücke, habe ich jetzt von In mir ist einfach. Migros. In mir drin ist gerade einfach irgendwie ein Boeing 747 oder was das immer war, ist gerade ein Jumbo gespawnt. So, also. Tokio bei Nacht. Ich bin noch nie in Tokio gewesen. Das wird jetzt eine lustige Geschichte. Also, wir ziehen da mal schön rauf mit meinem geliebten Privatjet. Ah, ist das schön. Die haben 2 Tower. Reiche Siechen, Mann. Es sieht schon geil aus. Ja, Throttle Control, ich gehe schon zurück. Cessna X-Ray Golf Sierra, you are leaving my airspace frequency change approved. Yes, let's do this. Frequency change. Narita Tower approved. Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra frequency change. Yes. So, jetzt stellen wir mal ein bisschen steigen auf 10.000. Und dann schauen wir mal, schauen, was wir machen. Es sieht halt schon nice aus, not gonna lie. Wobei, wenn auf 10.000 dann die Wolkendecke ist, dann fliegen wir halt ein bisschen drunter. Dann hören wir Ich halt weiss- nicht auf irgendwelche Leute anrufen und sagen, hey, Höhe fliegen. Vor allem weiss ich jetzt auch nicht, ob wir ein Straight-Out-Departure hatten oder nicht. Ich mache jetzt einfach mal ein Straight-Out. Oh ja, Landing Gear sollte ich vielleicht noch reinfahren. Und Flaps. So, aber komm, es sieht doch schon mal schön aus. Ja, komm, fliegen wir auf 5000 runter. Wieso nicht? Also, würde ich mal sagen, gehen wir mal ein bisschen go Sightseeing machen. Machen wir da mal eine 180-Grad-Drehung rechts und fliegen mal so Richtung City Center. Okay, das einzige Problem mit dem Chap, den ich wieder habe, ist, dass man Triebwerk überhitzt. Das ist übel mit dem. Aber ansonsten ist es recht easy. Ich hoffe, wir schaffen es. Was? Ja, zu landen. Ja, ja. Genug Und Treibstoff dabei. sonst gibt es doch kein Morgen und das Geld dann geht an den Co-Host. Ja. Nein, das ist schon nicht. Also jetzt machen wir sicher mal das, was sicher am illegalsten ist überhaupt. Wir fliegen einfach mal Richtung City. Ja. Und an die 11 Zuschauer, ihr könnt im Fall immer noch spenden und Sachen wünschen. Greenie Genau. nimmt alles, von Superchats zu Coop-Gucci zu Dildos. Nein, die haben es mir schon geschickt, dass er gelangt. Setz mal. Ja, ich schicke dir ein Überraschungspaket. Gib mir mal deine Adresse. Okay, was kommt? Dildo. Nice. Und Nice. jetzt ist die Monetarisierung von dem Stream am Arsch. Dang it! Also los, Superchat, so schnell wie möglich. Obwohl ich weiß nicht, wie gut das Deutsch bzw. Schweizerdeutsch. Naja, das ist ein universales Wort gewesen, let's be honest. True. Ah, musst schauen, wie lange es geht, bis wir jetzt irgendwelche Leute am Arsch hängen bei dem Tokyo Flight da. Es sieht schon nice aus. Also das Meer da vorne, das Licht am Meer sieht schon nice aus. Not gonna lie. Mhm. Not gonna lie. Wie viel Gigawatt das wohl sind? 3. Ah man, Tokio will ich halt schon unbedingt mal machen, weil ich ein paar echt coole Freizeit-POK in der Stadt. Ach so, ja, das ist der einzige Grund, wieso ich nach Tokio mit Freizeit-POK. Wie auch immer. Und weil ich die Sie Stadt, hat. Ja. und weil ich die ja. Stadt eigentlich hauptsächlich von Digimon kenne. Ja. Man könnte noch zu Ultra Tokyo.
Festival mitnehmen? Du meinst, du könntest Ultra Tokyo Festival mitnehmen? Du wirst mitkommen. Wobei, könnte schon lustig sein in Tokio. Not gonna lie. Wow. Ultras sind überall die Scheiße von dem. Was? Was? Sieht schon nice aus. Mhm. Irgendwie so in dem Licht Meer musst du noch landen. Nein, also wahrscheinlich musst du drüber fliegen. Vermutlich muss ich übers Wasser fliegen und hinter dem Wasser lande ich dann. Aber ich denke, wir machen da vorne, dann machen wir so eine Rechtskurve, fliegen einmal so über Tokio um die Bay rundherum, vielleicht noch an der Rainbow Bridge vorbei, in der Hoffnung, dass die Rainbow Bridge steht im Spiel. Und dann werden wir irgendwie mal unseren Tower anmelden und schauen, wie wir den landen müssen. Der Flippy schreibt, Digimon ist das Beste. Digimon ist das Beste. Das ist so eerie gewesen. Ich habe halt irgendwie so in der 6. oder 7. Klasse habe ich mal Digimon rewatcht, einfach nochmal durchgeschaut, halt alles. Und irgendwie dann so... Nein, ich glaube, das ist ja 6. Ja, bei 7. Klasse kann schon sein. Und dann irgendwie so in der Lehre habe ich mal irgendeine Arbeit schreiben über Tokio und so. Nein, das stimmt nicht, das war vorher gewesen. Ich habe irgendwie so in der 7. Klasse habe ich mal Digimon rewatcht. Dann irgendwie so in der 3. Oberstufe oder so, oder in der 2. habe ich irgendwie mal etwas machen über Tokio. Und dann bin ich halt ein bisschen auf Google Maps rumgehangen, in Tokio rumgeschaut. Und es ist so voll eerie gewesen, so komplett so what the frick. Ich habe einfach gewisse Straßen und gewisse Landzüge habe ich wiedererkannt auf Google Maps. Und dann bist du mal so in Dinge hineingegangen, in Street View. Und es ist so komplett so, what the fuck? So, ich kenne den Ort, ich weiß, wo das ist, ich weiß, was da ist, ich weiß, wo die Brücke ist, ich weiß, was da kommt. Und dann klickst du so durch Street Maps, Street View, und dann findest du wirklich so Gebäude, die du wiedererkennst und denkst so, woher kenne ich das? Dann irgendwie kommt so, oh mein Gott, das ist alles aus Digimon raus, what? Das ist so für mich so die Realisierung gewesen, ich muss irgendwann nach Tokio und ich muss es mit meinen eigenen Augen sehen. Und inzwischen weiss ich auch, dass es in Tokio noch ein paar nice Freizeitparks gibt, also lässt sich das recht gut kombinieren. Und mir fliegt gerade irgendwie in den Chat, sehr schön. So, gehen wir mal ein bisschen in den Sinkflug. Weil da Tokyo Harbor, das ist schon recht nice. Aber jetzt in Tokyo Disneyland dort hinein, also Tokyo, ich hätte definitiv genug Sachen zu machen, wenn ich dort mal hingehe. Das wäre schon recht nice. Du hast einfach zu wenig Geld. Das ist so, ich habe einfach zu wenig Geld. Oder der falsche Job, eins von beiden. Stell dir vor, ich könnte das Zeug alles machen mit dem Job verbinden. Ja. Weißt du, wie geil? So, Coaster Photography. Ja. So Kunden, Disney, Walibi, Europa Park, Six Flags. Nein, die nicht, die können sich das nicht leisten. Six Flags, ganzes heikles Thema. Schau mal, also sorry. Hat schon irgendjemand Grösseres gelüpft jetzt mittlerweile wegen der Krankheit? Also es hat ein paar kleinere Parks gelupft, ja. Also kleinere Parks, also einfach halt eigenständige Parks. Die sind schon recht gross gewesen, aber halt nicht eine Kette. Die hat es gelupft, ja. Six Flags, habe ich das Gefühl, die könnte es noch lupfen demnächst. Wobei die natürlich jetzt überall wieder offen, oder? Das heisst, die machen momentan wieder Geld. Ja, das ist wahrscheinlich immer noch Verlust. Ja, Verlust auf jeden Fall. SeaWorld, die wird es vermutlich nicht lupfen, aber die haben sicher ein Geldproblem. Also das heisst, eventuell lupft es der ein oder andere Coaster, also zum Beispiel Surfcoaster, der könnte es lupfen. Wissen wir noch nicht. RIP B&M. Wobei ich glaube, B&M, die kommen schon ihr Geld über. Gibt einfach nicht mehr Geld, das heisst, sie wird nicht fertig bauen, so in dem Stil. Universal hat sicher auch Probleme, ein bisschen. Aber ich glaube, Universal kommt da relativ gut raus, weil Universal hat halt noch den ganzen Konzern hinten dran. Das gleiche mit Disney, die haben sicher Probleme. Es ist sicher nicht ganz so easy going, aber auch die werden es überleben. Cedar Fair, die werden es vermutlich auch überleben, die machen aber vielleicht 1 oder 2 Parks zu, die schon auf der Kippe gestanden sind. Also ja.
Aber wenn Vermutlich- Parks zugehen, dann werden sie wahrscheinlich auch irgendwo wieder Potenzial rumsitzen. Vermutlich eben nicht. Konsolidieren ist aber schon so ein bisschen ein Thema. So, jetzt gehen wir mal die Rainbow Bridge suchen. Die müsste irgendwo da vorne sein, Richtung Airport. Es sieht so geil aus, not gonna lie. Tokio ist so geil. So, das ist da der Hafenecke. Da vorne müsste irgendwo. Da vorne links müsste, soweit ich weiss, irgendwo Disneyland sein. Müssen wir jetzt nicht über Disneyland drüber fliegen? Oder bin ich falsch? Nein, Disneyland müsste gerade da vorne sein, im vorderen Ecke, wo wir jetzt drüber ziehen. Und die Rainbow Bridge steht da rechts davor. Ja, sehr schön. Gehen wir mal schauen, ob wir ein bisschen runterkommen. Müssen wir das mal angüchseln. Alter, ist das nice. Ich hätte vermutlich jetzt schon irgendwie 10 Kampfjets Abfänger neben mir links und rechts. Du wärst nicht mehr in der Luft. Ja, oder so, ja. Es geht, würden sie dich abschiessen, wenn du über eine Stadt drüber fliegst? Ich glaube, drüber Ja, fliegen wahrscheinlich nicht, aber sicher begleiten und wenn etwas passiert, dann. So, ich glaube, da vorne müsste jetzt, wenn ich nicht komplett falsch bin, dann müsste, glaube ich, jetzt Tokyo Disney sein. Ja. Aber weißt du, wenn du über eine Stadt, so eine grosse Stadt wie Tokio kreist, ich weiß nicht, ob die irgendetwas machen könnten. Also abfangen können sie halt mit den Jets, oder? Ja, ja, aber wenn du, keine Ahnung. Guck mal, da, und da ist Tokyo Disney, so geil. Nice. Da unten. Sieht man Coaster eigentlich? Ja, nicht sehr gut. So 3D aber- modelliert. Nein, das nicht, aber das sind die. Wow. Das sind die beiden Parks. So geil, das sind die beiden Parks mit der Hotelanlage. Richtig nice. Richtig nice, not gonna lie. Da würde ich definitiv mal an. Sehr cool. So. Den anderen Freizeitpark finde ich vermutlich nicht so einfach. Aber jetzt machen wir da mal noch rasch den Bogen fertig. Wie viel hast du für das Game gezahlt, Microsoft? Ja, für den Spaß, was man bringt, nicht zu viel. Weil ich bin ja so einer, ich liebe es, auf Google Maps rumzureisen und die Städte anzuschauen. Von dem her Und dann ist das sagen Spiel- Jonas, gehen wir da hin. Das auch. Aber von dem her ist das Spiel eben schon recht nice. Tokyo Disney! I'm coming for you someday! 74 Stutz für die normal und 104 für die Deluxe. Es wird schon noch teurer, keine Angst. Oh, Premium Deluxe 134. Ja, mehr so fast wegen der ganzen DLCs, die dann noch kommen werden. Ja, Microsoft ist halt schon ein... Ja, nein. DLCs können auch User-based sein, oder? Von solchen User-Modding-Teams. Und die werden Warum gibt es Microsoft auf Steam zur Verfügung? Sie wollen doch ihr eigenes Store pushen. Ja, aber du musst auch sehen, oder? Jedes verkaufte Exemplar ist Geld. True. So, noch einmal über Disneyland drüber und dann suchen wir jetzt mal die Rainbow Bridge, die müsste vorne rechts irgendwo sein. Und Intel tun da gerade auch noch ein bisschen Prozessor vorgeschlagen wird, entweder ein i5 oder ein Ryzen 3. Autsch, Intel, ouch. So. Also, Rainbow Bridge müsste da vorne sein, links. Bin ich nicht komplett falsch? Nein, die müsste ja hinter dem Flughafen sein. Ja, wir werden es herausfinden. Hat eigentlich der Twitch-User schon gesagt, von wann er fliegen wird? Nein, noch nie, aber das kann er gerne noch machen. weil Weil er ja, hat Landung ist vermutlich so in den nächsten 10 bis 15 Minuten. Hast du gewusst, dass die Insel da draussen eigentlich ursprünglich mal als Abwehrstellungen gedacht sind für den Habe Zweiten ich- Weltkrieg? Habe ich nicht gewusst. Das ist echt cool. Also, Aber ich Das weiss, ist- dass das Alcatraz, wo wir in San Francisco vorher sind, den haben wir nicht gesehen, weil der Flughafen nachher, also auf der Richtung zu LA ist. Ja, auch mal das Gefängnis gesehen. Ich bin dort auch da drauf gewesen.
Nice. So, es sieht so aus, als ob die Rainbow Bridge nicht modelliert ist. Kann das sein? Das wäre schon ein bisschen... Das wäre schon Das ein wäre bisschen schade, weil... Ja, weil Tokio ist jetzt nicht so eine unwichtige Stadt wie Ja, Zürich. eben. Und das Riesenrad sehe ich auch nicht. Da müsste eigentlich ein Riesenrad unter mir sein im Moment. Das müsste ja auch beleuchtet sein, ja. Ja. Okay, die Beleuchtung hat vielleicht Microsoft nicht die Lizenz dafür zahlen. Das ist wahrscheinlich auch Copyright. Ah, da, Rainbow Bridge, hast du gefunden? Ah, nice. Müsste sie sein, oder? Die war nicht 100%. Mo, das müsste sie sein. Aber die ist definitiv... Nein, das ist... Ist sie das wirklich? Ja, das ist sie. Aber die ist definitiv nicht modelliert und nicht beleuchtet. Schade! Schade! Das ist jetzt so ein Landmark, wo ich gehofft hätte, dass das modelliert ist. Also, welche Landebahn schnappen wir uns? Habe ich vorher mal eine schöne gesehen. Ja komm, wenn wir jetzt die Kurve weiterziehen, haben wir da eine. Was passiert eigentlich, wenn du die Landung nicht anmeldest? Und Das machen wir jetzt gerade. Okay. Aber was passiert denn? Einfach nicht, oder? Oh shit! Es passiert nichts, also wir könnten einfach landen. Wir sind einfach viel zu schnell. Ist eigentlich der neue Flughafen von Berlin auch detailliert? Haha. Keine Ahnung, das könnten wir eigentlich mal herausfinden, wenn das der Twitch-User will. Aha, der noch im Bau ist, haha. Also nicht Tego. Ja, BR ist ja jetzt fertig. Der geht ja jetzt auf demnächst. Naja. Okay. Welche jetzt so genau Pisten? Sind das 2 Pisten oder ist das eine? Ist das überhaupt eine Piste? Ich glaube, das ist nur ein Taxiway von uns, oder? Egal, landen. Auf dem Taxiway. Ja, ja. Nein, ich glaube, ist das rechts eine Piste? Links, sorry. Das könnte Also wenn die du so Piste weiterfliegst, sein. stürzt du noch ab. Oh, da unten ist ein Flugzeug! Hui! Komm, fliegt einfach dem noch. Das weißt schon, was es macht. Ah ja, das ist ein Lande. Also was passiert, wenn man sich nicht anmeldet, ist, dass man vor einem Traffic hat. In unmittelbarer Nähe. So, jetzt mal Flaps raus. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin noch nie in der Aussenansicht gelandet. Ich weiß nicht, wie das enden wird. Möglicherweise nicht allzu gut. 500. Irgendwie ist dein Chat gerade gestorben. Wir Nein. sind immer noch 8 am Zuschauen. Nice. Ja, Landebahn wird vielleicht ein bisschen kurz. Nein, wieso? Ist doch alles Das ist gut. mal- Schau mal, wie schön das mal landet. Schau mal, wie schön! Nicht einmal gesprungen sind wir. Ja, weil du einfach abgedrückt hast. Nein. Das ist jetzt so wirklich eine wunderschöne Landung aus dem Bilderbuch. Also da kannst du jetzt nichts sagen. Also das ist jetzt eine 1A-Landung gewesen, du. Also... Da würde ich den schon noch festhalten da. Ich möchte gern Parking. Nein, ich möchte gern Parking requesten. Request Parking. Tokyo Ground, Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra request taxi to parking. Oliver, haben wir landet. Cessna Alpha Sierra Merci. X-Ray Golf Sierra taxi to General Aviation parking by taxiway Romeo. Das ist einfach das Game. Wenn du jetzt nicht kein Black Screen kriegst, ist das eine super Landung gewesen. Taxiing to General Aviation parking by taxiway Echo 9er Romeo Juliet Alpha Alpha 9er across runway 16 right Lima 7 Lima Papa 6 Cessna X-Ray Golf Sierra. Nice. Ja, easy. Das war jetzt eine geile Session gewesen über Tokio. Mhm. Was jetzt mit dem Ding, wenn jetzt der Twitch-Account nicht uns noch ein Ding durchgibt, würde ich nämlich den nächsten
einfach machen in Singapur mit dem Kunstflugzeug. Nice. Ich will dir nur kurz sagen, dass es etwa, keine Ahnung, so in einer halben Stunde etwa bei mir zur Nacht gibt und dass ich dann einfach kurz nochmal aufs WC gehe als Co-Pilot. Ja, können wir jetzt sagen, wir fliegen jetzt nochmal Singapur. Ja. Etwa eine halbe Stunde oder so. Ja, und wenn der Twitch-Account nicht schreibt, dann ja, ist es halt gewesen. Genau, und wenn es bis dann nicht nochmal irgendwie eine Spende gibt, dann würden wir Schluss machen. Und wenn es nochmal eine Spende gibt, dann machen wir kurze Pause, weil dann habe ich auch noch etwas rasch hindern. Und sonst war's das dann. Tönt doch nach einem Plan. Mhm. So, okay. Ah, Tokio bei Nacht. Sehr schön. Ich könnte eigentlich mal ein Video machen. Flying over every Disneyland. Ja. Ja, das Problem ist, ich muss schon schauen, Paris zum Beispiel ist überhaupt nicht modelliert. Das lohnt sich halt voll nicht. Oh. Also jetzt Tokio ist auch nicht modelliert. Machst du einen gewesen. Ja, ho. Modellierst selber. Ja, So. genau. Space Mountain. Mit, weißt- mit welcher Zeit und welchem Geld, oder? Also, wenn du noch ein bisschen wartest und nichts machst, dann hast du in ein paar Monate Zeit. Lustige. Du, wie weit ist das? Wie weit ist das Parking da weg? Sehr schön. Es ist immer noch 1 Meile von da. Hoi. Das ist ja fast so wie. Hast du schon mal müssen, in Amsterdam ganz hinter ein Taxi irgendwie 20 Minuten von der Strecke starten? Ich glaube ja. Also ich bin dann glaube geschlafen. Ey, das ist so krass. Ich wirklich einfach 20 Minuten Taxi zu können starten, das ist übel gewesen. Und nicht 20 Minuten Taxi, weil wir müssen warten auf die Vorderen, sondern einfach weil wir unterwegs gewesen sind. Krass. Ja. Ich habe gewusst, dass Amsterdam groß ist, aber da habe ich erst mal realisiert, wie groß. Ja, Schiphol oder Schiphol, wie auch immer man das ausspricht, ist riesig. Ja. Ja. Für so, ja. Und Vielleicht nicht so Frankfurt riesig, aber riesig. Ja, aber flächenmäßig finde ich, sie sind doch gleich groß, also grösser, weil Frankfurt ist halt recht kompakt, oder? Mit parallelen Runways und Schiphol ist dann halt, ja, so überall. Ja. Und das Krasse ist dann auch, weißt du, den rollst du so und nachher rollst du über Brückli, über Flüssli und denkst so, what the frick? Ja, das letzte Mal, wo ich in Amsterdam war, ey, das ist dort noch auf den Flügel geschafft, dann irgendwie so eine halbe Stunde bevor Boarding im Flughafen angekommen, durch Kontrolle, zum Gate gelaufen, ins Flugzeug eingestiegen, wirklich so seamless, wirklich so an einem Stück. So, Nice, einfach durchgelaufen. Dann so, wie sagen wir, den Rucksack oben verstaut, hingesessen und eingeschlafen. Nice. Und erst drauf gemacht, so kurz vor Zürich, oder was? In Zürich, weil wir recht harte Landung hatten. Nice, das sind die Wenn es besten. geregnet hat. Das sind die besten Flüge. Einfach so richtig ohne Stress, also mal ein bisschen mit ein bisschen gesundem Stress reinlaufen, aber ohne müssen lang warten, innen sitzen, Kopfhörer an, einpennen und erst wieder aufwachen, wenn das Ding am Boden Ja. aufsetzt. Weißt du, es war eine sehr harte Landung. KLM macht das nicht. Und ich so, what the fuck, wo bin ich? Normalerweise, wenn du aufwachst, bist du irgendwie so in einem Bett. Notausgänge? Nein, aber so. Zuerst nicht mal checkt, dass ich in einem Flugzeug bin. So, fuck, wo bin ich eigentlich? Nice. Ja. Nice. Okay, da vorne ist unser Parking-Spot. Aber ich würde es nochmal machen. Oh, definitiv. Wenn mich jemand fragt, ich würde auch definitiv nochmal. Wie viel war es? 17 Stunden oder so von Singapur fliegen. Hey, also das hat sich sowas von gelohnt. Ich würde das sofort wieder machen. Aber Geld ist eine begrenzte Ressource inzwischen. Inzwischen. Ist mal nicht gewesen. Ja, vor einem Jahr ist es nicht gewesen, ja. Da hatte ich noch einen Job gehabt. Sola. Wir sind gelandet. Way. So. Bam, 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 bam. So, wir
könnt da wie ja, komm, ausschalten. Bam. Bam! So, jetzt muss ich erst meinen Kopfhörer-Akku wechseln, der ist nämlich leer. Wir sehen uns in 2 Minuten wieder und dann sind wir hoffentlich in Singapur. Bis gleich. Also, und weiter geht's. Kunstflugzeug in Singapur, Changi und let's go. Yay! Ein bisschen da über Singapur fliegen und euch ein paar Sachen zeigen, weil ich bin ja dort war. Und hoffentlich nicht crashen. Flex, Flex. Oh, ich hätte das Wasserflugzeug nehmen. Hätten wir können landen im Zoo. Singapur hat so einen riesigen Zoo, Mann. Das können wir mal schauen, wir können drüber fliegen, ob das nicht zu weit weg ist. In Phuket. Oder richtig Phuket. Ah, Singapur. Singapur ist eine geile Stadt, würde ich sofort wieder gehen. Aber nur wenn ich wieder ins gleiche Hotel kann und für das brauche ich Geld. Also spendend. Nein, das kann ich auch mit Spenden nicht zusammenbringen, das ist einfach zu Weißt du, viel. so. Das Wort Spenden hat sich in den letzten 5 Jahren halt sowas von verändert. Das ist schon so. Davor war es ja so Wohltätigkeit, dies, das, heute, ja, YouTube-Stream, ja, spenden wir dem mal. Ja, voll. Das heisst nicht Spenden, das heisst ja Superchat, das ist ein Unterschied. Ja. Das sagt eh jeder Donation. Shangi! Fanboy. Ja, aber Wetter muss schon da sein, wenn wir da jetzt fliegen können. Das muss schon sein. Wo war das Wetter gewesen? Bin ich jetzt blöd? Wieso kann ich das Wetter nicht anpassen? Nein, jetzt ohne Scheiß kann ich das Wetter nicht anpassen. Nein, nur weil ich das... Nein, wirklich in der Nacht. Ja, in dem Fall. Ja, Green, ja. Hoffen wir, dass das klappt. Machst du mal ein Looping als erstes? Du meinst so? Über dem... Das ist kein Looping. Das ist kein Looping. Das war ein Barrel Roll. Für den Looping bin ich definitiv zu wenig hoch. So, Extra X-ray Golf Sierra, you are leaving Das Myers Wetter kannst du eben nicht umstellen, das habe ich ja vorher gesagt. ah, verdammt. Ja. Der Oliver, du musst halt so hören. Ja. So los, nicht meine Stärke. Das habe ich auch schon gemerkt. Ich habe mich jetzt irgendwie da fix als... Nein, ich will nicht irgendwie hinanhängen. Du, also der... X-ray Golf Sierra, Oh. please acknowledge. Ja, klar. Singapore Tower Extra Alpha Sierra X-ray Golf Sierra frequency change. So, gehen wir da mal go Ding anschauen. Wo ist es? Ah, da unten. Ist es modelliert? Ist es modelliert? Ist es modelliert? Gehen wir es herausfinden. Probably not. Obwohl ich denke schon, das ist so etwas Grosses. Ah? Nein, ist Jules wirklich nicht modelliert? Das enttäuscht mich jetzt aber. Es ist einfach ein Kreis. Nein. Was ist das für ein Witz? Und für das habe ich Geld gezahlt. What? Krass. Das hast du 74 Stutz gezahlt. Ja, also gehen wir mal ein Das- bisschen die Stadt anschauen. Komm. Du kannst ja bei deinem Hotel da zwischen den Türmen durch. Challenge accepted. Du, wieso geht der? Wieso zieht der so übel rauf? So, also das ist die Stadt, fängt hier an. Dort hinten ist der zweite Flughafen, eben nicht sehr weit, ja 4 Meilen ungefähr. Dort vorne der Hafen, dort gehen wir jetzt hin. Und irgendwo rechts, da hinten, wo dort
wo keine Lichter sind, das müsste glaube ich dort so richtig buckig sein, wo die ganze Zone und alles ist. Du Alter, mit dem Flugzeug fliegen, da wirst du ja... Einmal, da wirst du ja schwul, ey. Ja, aber der Trim ist doch nicht hoch, der Trim ist doch genau richtig, da, auf der Seite. Tun wir den Trim runter, komm, runter mit dem Trim. Ich hau den Trim runter und es geht besser. Okay. Falsche Seite. Ja, der Green fliegen. Besser nicht. Jetzt weiss ich, warum alle Zuschauer gegangen sind. PewDiePie ist am Streamen. Ah, echt? Ich glaube, ich hol mal... Nein, ich glaube, sorry, ich muss mir rasch den Chat holen, und zwar bei Tag. Ich will das rasch bei Tag fliegen und mit dem Chat, der ein bisschen schneller fliegt. Hey, nochmal einen bekommen. Das ist nochmal der gleiche. Für 655 € von Zürich nach Australien retour. Natürlich auch geil. Was ist reingekommen? Nochmal eine Meldung, 665 für Zürich, Australien retour. Wo? Melbourne oder? Ich glaube Melbourne. Ja, Melbourne. Nice. Es wäre schon nice. Not gonna lie. Ich feiere euch. Wenigstens einen. Kannst du gerne eine Spende da lassen, um das zu zeigen. Wo er recht hat. Vielleicht sollten wir einfach einen englischen Flugsimulator-Channel Ich glaube im aufmachen. Fall, im Englisch hat die definitiv weniger Leute, die mir zuschauen, als es hier in der Schweiz. Bist du sicher? Ziemlich, weil es hat sehr viele sehr grosse Englische. Und die wissen eben auch, was sie machen, nicht so wie ich. Wenn denen sagst, wenn denen sagst, der Trim ist zu gross, dann kommen wir jetzt und korrigieren sich, dass eigentlich gemäß der korrekten Einstellung der Trim richtig ist, aber das Spiel falsch ist. So, können wir jetzt bitte irgendwie... Ich finde es so geil, mein Akku ladet nicht auf dem Headset, das ist sehr schlecht. Jetzt tut's nicht mehr. Das ist mal ein neuer Kopfhörer. Ja schon, aber der kostet Geld. Kannst du meine alten Beats-Kopfhörer haben? Nein, danke. Da bleibe ich mit meinen Kopfhörern, weil ich Probleme manchmal zum Akku sauber laden. So. Kabelgebundene Kopfhörer sind keine Alternative. Das Problem ist, ich habe so viele kabelgebundene Kopfhörer geschlossen, einfach wegen dem Wegdrehen, wegen dem Weglaufen und es ist... Es gibt so schöne Kabel, wo nur das alte Telefon geringelt da. Nee. Übrigens, hallo Swiss One Super! How are you doing today? So, jetzt mache ich das mal alles in der Aussenansicht. Er kann übrigens spenden und dann sagen, von wo bis wo wir fliegen. True. Nur so FYI, Swiss 1 Super. Aber jetzt gibt es echt keine schöne Ansicht von hinten. Ja gut, dann fliegen wir halt so. Ist auch okay. Echt? Nö. Ist ja mega lang. Ah doch, da. Nice. X-Ray Golf Sierra, you are leaving my airspace frequency change approved. So, oh, ich sehe schon, wo ich hinfliegen will. Also. Oh, das ist viel besser als mit dem Kunstflug-Chat. So, la. Also. Ziehen wir da mal schön über, weil das absolut nicht erlaubt ist, aber das ist doch mir jetzt im Moment gerade gleich. So, also da unter uns haben wir jetzt den Highway, respektive nebenzu müsste irgendwo die U-Bahn verlaufen. Und die geht eigentlich alles da vorne an der Küste nach. Super geil, bis da vorne in Downtown. Und in Downtown, dort ist dann alles nice. Was? Ah ja, genau. Frequency Singapore Tower, Change. Cessna Alpha Sierra, X-Ray Golf Sierra Sure frequency thing. change. Sure thing, why not? Und das da unten, das sind so alles... Also das Ding ist, also... Bist du schon mal im asiatischen Raum gewesen?
Nein. Ich weiß nicht, wie es in den USA ist, aber ich glaube, es ist weniger krass. Ich weiß so, USA ist schon mal echt bekannt dafür gewesen, dass eben die grossen Shopping Malls haben, oder? Aber ich glaube, es ist inzwischen auch so ein bisschen am Verkehren, oder? In der Stadt haben sie die immer noch. Also wir sind in Bar in San Francisco. Ja. Also in Singapur kann ich sagen, du hast eine gigantische Shopping Mall an der nächsten, an der nächsten, an der nächsten. Ich weiß nicht, was dort los ist mit denen in Singapur, aber die lieben anscheinend Shopping Malls. Und dass es so viel hat, die nebeneinander existieren können, heisst einfach irgendwie, dass sie unglaubliche Kaufkraft haben. Oder ich weiß nicht, was dort unten los ist. Ja. Oder jeder Laden tut einfach Geld waschen. Wouldn't say that. So, also, jetzt da vorne fliegen wir gerade über Downtown. Unter uns haben wir jetzt das Stadion, das nicht richtig modelliert ist. Da vorne fliegen wir jetzt gerade über den Formel 1 Track. Wenn wir runterschauen, müssten wir das sehen. Also das ist das Stadion. Und da Müsste weiter nicht auch eine vorne... Achterbahn drin sein? Nein, ja, müsste ja, aber weiter vorne dann. Jetzt da vorne sehen wir bei der Brücke, ganz oben, sehen wir jetzt, das ist der Formel 1 Track. Also das türkise Dach dort ist die Formel 1 Box. Und dort ist eigentlich alles Formel 1 rundum um das Riesenrad. Dann nebenzu mein absolutes Lieblingshotel. Ich sage es nicht genug oft, ich liebe das Hotel. Jetzt musst du durchfliegen. Na, vergiss es nicht mit dem Chat. Das ist eins von den 2 einzigen Casinos auf Singapur. Das ist Marina Bay Sands. Sieht man oben sogar den Pool. Ja, den Pool siehst du auch, sogar mit den Unterteilungen, richtig geil. Die 3 Poolteile. Mega geil. Leider hat es da einen oh Gott, wie heisst es? Ich kann jetzt keinen Scheiß erzählen, weil ich finde es echt geil. Es ist nicht... Gardens by the Bay, genau, jetzt fliegen wir über Gardens by the Bay. Leider sind die Bäume dort links nicht modelliert, aber Cloud Forest sowie der Flower Dome, also die 2 glasige... Ja, ist gut. Die 2 glasige Gebilde da sind gebaut. Echt cool. Im Höheren innen ist einfach ein Klima, wie es eigentlich in Europa anzufinden ist. Richtig krass. Mit eben Bergen und ja, so wie es halt bei uns ist. Dann da unten, das ist Kunstmuseum. Weiter vorne links haben wir noch das Ding, das ich vergessen habe, wie es heisst. Der speiende Wasserlöwe. Oh Gott, die Hochhäuser sind da richtig schlecht modelliert. Weil das da links von uns müsste UBS sein. Ja, ist ja gut. Jetzt machen wir da einen Bogen. Genau, jetzt machen wir da einen Bogen über den Hafen und ziehen nach rechts rein, Richtung Sentosa. Das ist so, Sentosa ist so die Freizeitinsel. Also, drauf hast du super teure Villen da vorne. Das ist alles Privatresidenz, also da kommst du gar nicht rein. Und das da vorne, das Bäume, das ist ein riesiger Golfclub. Und rechts davon, dort wo wir jetzt nachher drüber fliegen, das ist Freizeitpark, Wasserpark, Casino. Das zweite Casino von diesen 2 in Singapur. Das jetzt da ist der Golfclub, wo wir jetzt drüber ziehen. Mega nice. Not gonna lie. Und da vorne ist jetzt Universal Studios, wo wir jetzt gerade drüber fliegen. Genau. Jetzt fliegen wir da vorne über Universal Studios. Genau, Universal Studios Singapur fliegen wir jetzt drüber. Ja, ist ja gut. Das ist Universal Studios Singapur. Wow. Und das da vorne ist der Wasserpark. Den haben wir gerade vergessen, das ist der Wasserpark. Und jetzt fliegen wir da noch ein bisschen hinterher. Da über die ganze Insel übrigens sind 2 Seilbahnen gespannt. Also wirklich so... wie heisst die österreichische Seilbahn? Ja, die österreichische Seilbahn Manufacturer. Wie heisst der? Ja, der Österreicher auf jeden Fall, sind von dem. Und mit dieser Seilbahn kommst du halt von A nach B auf dieser Insel. Richtig geil. Nice. Und das Geile ist, du kannst auch eine Seilbahn brauchen. Ja, ist ja gut. Du kannst eben auch eine Seilbahn brauchen, um von dieser Insel runterzukommen. Ja, ist ja gut. So, also du hast einmal eine Seilbahn
Die geht wirklich von dem vorderen Ecke links da. Jetzt sehen wir, fliegen wir dann gerade über so ein halbrundes Hotel drüber. Es ist so ein Luxushotel. Da fliegen wir jetzt drüber. Dort links davon, das komische Dreieckgebäude, wo wir jetzt drüber ziehen. Dort fängt die Seilbahn an. Ja, ist ja gut. Die Seilbahn geht dann so quasi einmal komplett über die Insel bis direkt hinterher zu Universal Studios vor der Eingangstüre. Also jetzt fliegen wir quasi der Seilbahn entlang. Da ist genau jetzt unter uns die Mittelstation. Geht dann noch weiter bis da. Da ist die Talstation und nebenzu ist halt einfach das ganze Universal und alles drum und dran. Und wenn ich jetzt mal rasch das Flugzeug kann fangen, fliegen wir noch rasch die Strecke ab, wo man nachher wieder zurückkommt auf die Insel mit der Seilbahn. Ja, hör mal auf mit dem Stall, Mann. Jetzt gehen wir rasch raus. So. Der Zeitraffer-Film ist wieder da. Hey, hallo! Kann auch etwas spannend, wenn man will. Und zeigen, wo wir durchfliegen. Genau. In der Welt. Maximal 30 Minuten bis eine Stunde. So, jetzt machen wir mal viel zu krasse Flugmanöver. So lang. Also. Und die zweite Seilbahn, die es gibt, die spannt. Fliegen wir jetzt noch gerade durch. Sali zusammen, Sali, Zeitraffer-Filme. Film ohne E. Oh shit! You crashed. Overstressed, das nicht ausgeschaltet. Ja. Ich kann es eigentlich wieder ausschalten für die Rundfahrt. Wen hast du gesagt, musst du essen? Jetzt dann bald. Gut, ich würde sagen. Twitch-Account wäre wieder da. Oh, jetzt wäre er wieder da! Nein! Oh Mann, okay, dann nochmal. Merci fürs Spenden. Super, das gibt einen guten Morgen, wenn ich dann mal wieder im Coop bin. Das ist der Mikrotyp. Jetzt ist die Frage, also du müsstest jetzt essen, oder? Ja, aber du kannst ja mit ihm etwas aushandeln und dann gehe ich essen und dann komme ich irgendwann zurück. Ich müsste aber auch mal noch irgendwann etwas zwischen meine Creme schieben. Mhm. Ja, dann machen wir irgendwie so 40 Minuten Pause und dann machen wir noch am Twitch-Account seinen Wunsch. Eben, Sie können sagen, man könnte jetzt sagen, gut, wir machen jetzt den Stream aus. Wir streamen später nochmal, so in einer Stunde. Dann würden wir noch am Twitch-Account seine Wunschdestinationen anfliegen. Und je nachdem, was dann noch passiert, schauen wir. Ja. Und ansonsten wäre das einfach nochmal so ein 45 Minuten Streamli heute Abend, ein bisschen später. Und ja, how about this? Stream? Ja. Chat? Ja. Oder machen wir jetzt einfach 40 Minuten lang Pause? Nein, machen wir den Stream aus, hätte ich jetzt gesagt. Uri, Dubai. Ja, nein, das schaffen wir nicht in 40 Minuten. Uri, Zürich, ja, das können wir machen. Uri, Zürich, ja, das können wir, ja. Ja, wenn er jetzt noch was Sinnvolles schreibt, können wir das gerne nachher noch machen. Genau. Und sonst ja. Und sonst wäre es das. Ja, dann würde ich sagen, jetzt haben wir 20 vor 6, 7. Sagen wir am 8. machen wir nochmal einen Stream. Ja, ja. Am 8. Also Leute, am 8. fliegen wir nochmal. Kannst du schon mal so eine Stream-Ankündigung? Genau, mache ich dann nachher. Am 8. fliegen wir nochmal und dann fliegen wir dort an, wo uns der Twitch-Account schickt. Und wenn er uns nirgends schickt, dann starten wir in Uri, keine Ahnung wo in Uri und fliegen nach Zürich. Zürich wäre das schön. Ja, ich weiss. Kannst ja zum Morgen live-Vlog machen. Aber es gibt sicher ein Post auf Twitter, das gibt es glaube ich schon. @Greenie. @Greenie. Mann, das regt mich jetzt auf. Ich hätte so gerne ein bisschen über Singapur weitergeflogen. Ist ja schade. Das kannst du ja nachher immer noch machen. Ja, wenn er sagt, dass er über Singapur fliegen will, dann schon, ja. Sonst können wir es nachher machen, nach seinem Wunsch. Ja, wenn wir noch Zeit Also, haben. ja, wie gesagt, maximal Also, eine Stunde. Twitch-Account, du hast noch Zeit bis am 8. dir etwas zu überlegen. Im Rahmen 30 bis 45 Minuten Flugzeit. Oder halt 2 kurze Flughäfen nebeneinander. Dafür machen wir halt noch so ein Rundflügel, wie wir es über Tokio gemacht haben vorher. Kannst du entweder noch jetzt in den Chat hineinschreiben, die nächsten 3 Minuten. Oder via Twitter, @Greenie,
Und dann sehen wir uns da alle zusammen nochmal am 8. in gut 1,5 Stunden. Und dann fliegen wir noch ein bisschen. Und hoffentlich sterben wir dabei nicht schon wieder. So wie jetzt gerade. Vielleicht stelle ich noch Ding aus, Stress Damage. Dann können wir noch so ein paar Sightseeing-Touren machen. Und haben mal Gönnerhose an, Zürich, Singapur und dann auf Dubai, dann hast du die Singapur. Ja, in 45 Minuten schaffen wir das. Also mit Starship. Zürich-Genf. Ja, kann man machen. Okay, machen wir mit dem A320. Easy, also Jungs und Mädels und alle mit dem Iconix. Yikes, du fliegst 3 Stunden. Ist das so lahmarschig? Ist halt einfach so Pop halt, oder? Also ja, das sehen wir dann mit. Also meine Lieben, wir sehen uns in 1,5 Stunden. Stream-Ankündigung geht in den nächsten 10 Minuten online. Und dann sehen wir uns. Also, bis dann. Tschüss. Schuss, nicht vergessen zu spenden. Den erst im Stream. Egal. Einfach spenden.